Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fisch verrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und heute ist eine speziellere Episode. Jawohl. Ja, aber dazu kommen wir später noch. Ich würde sagen, Oli, wir bedanken uns zuerst mal für die Reaktionen, die so gekommen sind und alles, oder? Und gehen mal ein auf die Community-Geschichten ein, auf Kommentare und so. Voll. Zuerst mal willkommen zurück nach einer 3-wöchigen Pause. Genau. Der Nico hat das Gefühl, wir müssen nochmal Ferien machen, nachdem wir schon lange Sommerpause gemacht haben. Merci. Sollte man da bauen, das sollte man bauen. Aber es geht jetzt flott weiter. Es erwartet euch sehr spannende Folgen. Genau, absolut. Wenn wir eigentlich zuerst mal mit dem Wichtigsten anfangen. So. Ja, das, was dazu gehört, oder? Oli? Schön ausblasen. Hey, ich hoffe, es ist nicht abgelaufen. Der Nico blüht mir da ja, abgeschlossene es kann Bier an. sein. Ich muss mal auf den Boden anschauen. Es ist halt quellfrisch. Wer hat schon quellfrisch? Hey, noch bis im Dezember gültig. Ja, geil. Es war immer im Kühlschrank gewesen, ja? Hey, Hey, cheers. cheers zusammen. Bröstli. Herrlich. Ja, das ist immer das, was man schneiden kann nachher. Ja, genau. Gut. Ja, willst du mal anfangen mit den Reaktionen, Oli? Hey, jetzt habe ich es gar nicht auf. Also Sorry. gut. Beat Krebs, ich fange mit ihm gerade an. Ja. Er hat gefragt, also ich habe mir einfach Stichwort Forellen aufgeschrieben. Wenn ich mich richtig besinne, ist seine Frage, warum dass ich so eine Abneigung gegen die Forellen habe. Und er hat mich gefragt, irgendwas von wegen wo ich die Forellen fange. Meinte ich's? Wo ist jetzt der Beat schlecht? Der Da. Beat Krebs. Heute zusammen, schnell eine kleine Frage zu der Geschichte mit den Forellen. Bis jetzt ist, glaube ich, jede Folge die schöne Forelle angesprochen worden und schnell darüber gewitzelt worden. Aber die Geschichte und Hintergründe sind nie so richtig aufgedeckt worden. Mich würde es mal interessieren, wieso der Nico so abgeneigt gegenüber der Forelle ist. Das wäre die erste Frage. Genau. Soll ich die mal beantworten? Jawohl. Weil die Forelle kein Raubfisch ist. Also Oh, das sagst stößt jetzt du. wieder sauer auf. Das sagst jetzt du. Ja, das sage ich. Ja, das Also. ist rein Ich darf meine Hate einzige Ansicht. abla ist völlig zugelassen. Nochmal haut den Nico zusammen. Hashtag no hate, Mann. Hey. Für so eine scheiß Aussage von Nein, ich kann mich einfach nicht anfreunden mit der Forelle. Es ist für mich einfach zu wenig... Keine Ahnung. Da habe ich lieber ein 25er-Regel als 35er Forelle. Ja, 50er Forelle ist schon schön, aber... Ja, ich gehe jetzt nicht gezielt auf Forelle, das macht mich einfach nicht an. Es ist nicht mein Fisch, es ist auch nicht meine Fischerei. Ja, das ist echt so ein bisschen... Ja. Aber übrigens, wer die erste Episode gehört hat, der weiß es. Genau. So viel zu dem. Aber es ist Und so kurz- vielleicht noch ein bisschen schnell zum Intro zum Outro, wo der Robin uns gemacht hat. Ah, ja, genau. Das ist eigentlich so ein... Gehört ein bisschen zu der Rap-Szene dazu. Man macht einander dort ein bisschen fertig und das ist eigentlich so ein bisschen ein Disclaimer gegen den Nico. Darum ist der Nico Ja, ein der Forelle- Disclaimer würde ich jetzt nicht gerade so sagen. Ich glaube, er hat mich einfach in einem anderen Licht gesehen und hat einfach trotzdem mal so das Gefühl gehabt, dass ich die gröbsten Forellen fange. Genau. Obwohl Also, er eigentlich hier noch Disclaimer. nicht gewusst hat, dass ich gar nicht auf Forellen fische. Danke, Gerne. Robin. Dann, Beat, du wolltest von mir wissen, wie ich auf Forellen fische, wegen Rute, Rollen, Schnur, Köder etc. Das würde jetzt da den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich sage dir, es kommt bald auf meinem YouTube-Kanal ein Video raus, wo alles schön erklärt ist. Und mach es nicht gleich, weil sonst fängst du auch nur die Kleinen. Ja, genau. Dann wegen BC oder UL-Routen. Ich benutze zum Fischen UL-Routen und keine BCs. Eben, und ich das Gegenteil. Also ich habe Du kannst gar ausschliesslich nicht. Bist ruhig. Bist still. BCs, weil ja, ich finde es einfach geil. Es sieht eben auch optisch Du recht fischst geil gar nicht aus. auf Forellen, du kannst gar nicht mitreden, Kollege. Ja, nein, logisch nicht. Ja, Logisch nicht, also. darum fischst du ja BC. Aha. Gut, ja, haben wir das Thema mal geklärt, würde ich sagen. Ja. Dann hat sich ein paar Jungfischer noch gemeldet über Spotify. Unter anderem ist der Livio ein Jungfischer, oder ein Kind und fischt an den Bergseen. Und wir haben dann noch gefragt, wer den Sana-Kurs im Corona gemacht hat. Das sind doch auch ein paar gewesen. Also ist eigentlich noch, ja, nein, nicht gerade erstaunlich, sondern eigentlich so ein bisschen, ja, vorausschaubar gewesen, sage ich jetzt mal, weil Corona hat ja doch recht viel zum Fischen gebracht. Ja, von dem her. Ist cool. Dann haben wir noch den Aschi, der gesagt hat, es gibt keine Schlangen in Neuseeland. Das habe ich gar nicht gewusst. Hat es irgendjemand von euch gewusst? Auch nicht. Ja. Nö. Er schüttet all den Kopf. Ja. Bin ich froh, da bin ich nämlich nicht der Einzige. Danke, Aschi. Du hast mein Know-how für unnützes Wissen
bereichert. Oli, ich übergebe dir das Wort. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Nachricht bekommen vom Yves, wo uns fragt, es ist immer wieder die Rede von Spots oder Plätzen, wo ihr sagt, es ist ein Spot oder was ist ein Spot und wie definiert ihr ihn? Genau. Nico. Hey, ich habe mir das heute überlegt, gestern sogar schon überlegt. Und für mich ist eigentlich ein Spot ist für mich einfach ein Platz am Wasser. Ein geiler Spot, ein Spot, der läuft, ist für mich ein Spot, wo ich Fisch rausziehe, der fischreich ist. Das ist für mich ein Spot, der läuft. Dann gibt es noch die anderen Spots. Das sind dann auch für mich die Plätze, wo ich das Gefühl habe, die haben eine geile Struktur und wo ich mir viel verspreche. Ja. Und dann gibt es so die dritte Art von Spots aus meiner Sicht. Das sind dann die Spots, wo halt viel siehst, zum Beispiel in den YouTube-Videos oder so, wo hart überlaufen sind oder wo jeder einfach fischt und ja, ob rauszieht oder nicht, sind einfach die Spots von mir aus. Also für mich ist ein Hotspot ist für mich ein Spot, wo viel läuft, wo geile Struktur hat, wo eigentlich alles kombiniert und eigentlich deine Fische ja, auf sicher ziemlich safe kannst fangen. Und dann hast du noch die 100% Spot, wo du weißt, hinter dem Stein oder bei dem Schilfkante steht ganz sicher ein Hecht. Ja, aber das sind Oder für mich Frau. Hotspots. Das sind für mich Hotspots, weil beißen muss er auch noch selber. Beißen muss er noch wählen. Das ist für mich so ein bisschen, ja, ist für mich eigentlich, geht für mich, der 100% Spot geht für mich in den Hotspot rein. Okay. Weil sofern er will beißen, weiss ich, dass ich einen fange. Ja. An diesen Hotspots. Ja, und in der Regel hast du eigentlich von denen wenig. Sage ich jetzt mal. Und von den normalen, gewöhnlichen Spots hast du eigentlich viel. Also ja, wo du irgendwie sagst, die haben vielleicht eine geile Struktur, die sind ein bisschen fischreich. Ja, so ein bisschen so, ich das unterscheiden. Würde ich nicht ganz unterschreiben, aber ja. Dann erzähl. Ich würde sagen, zum Beispiel gerade beim Forellenfischen, da merkt man, du hast einfach keine Ahnung vom Forellenfischen. Es gibt Das ist ja kein dort Geheimnis. Steine, grössere Steine oder Sachen, Strukturen im Wasser, wo du kannst sagen, dass dort immer eine muss die heiß sein. Auch wenn du die eine mitnimmst und auf den Grill haust, kannst du davon ausgehen, ein paar Tage später zieht dort wieder eine ein. Mhm. Und das ist für dich ein 100%. Das ist für mich ein 100% Okay. Und dort fängst du immer. Dort fange ich immer, ja. Egal zu welchen Wetterbedingungen, egal zu welcher Ja. Tageszeit du fängst. Du kannst dort Ja. hingehen und du fängst. Ja. Cool. Schön, gell, wenn man das hat. Absolut. Ja, ist tipptopp. Absolut. Kann ich vom Hechtfisch jetzt weniger, als ich immer fange? Darum sage ich ja, bei der Forelle kann ich das unterschreiben, bei allen anderen Fischen ist es eher schwierig. Okay. Gut. Ich bin gespannt auf das nächste Video. Ja, Gut. dort habe ich den Spot noch nicht Ist ja klar. Ja, gut. Okay. Hey, ja, hast du sonst noch Reaktionen? Nein, das wären auch die, die ich mir Gut, notiert habe. perfekt. Also. Dann haben wir noch das Gewinnspiel gemacht. Also, du hast ein Gewinnspiel Also, gemacht, ja? Ja, ich über Ja. Fischverrückt aus. So. Hallo? Ja, das kommt ja von Majorfish. Ja, oder? sponsored by. Ist okay, oder? Und zwar die Bodensau. Genau. Und zwar der erste Kommentar auf Spotify, der erste Kommentar auf den Post auf Instagram und ein Jungfischer. Also, dann würde ich sagen, fangen wir mal beim Spotify an. Der erste Kommentar. Aschi, ich gratuliere dir ganz herzlich zu der Bodensau. Ich bin gespannt, was du von dem Köder haltest und ich bin gespannt... Mal, du fängst etwas drauf. Ich schicke dir mal zu. Gib mir mal die Adresse durch, bitte. Gut. Dann haben wir den ersten Kommentar auf Insta. Das ist der Sebastian Linster. Das ist ein Teamfischer von Majorfish. Er kommt von Luxemburg. Somit würde ich den vorab mal ausklammern, weil der hat den schon bei sich. Sebastian, wenn du den Podcast hörst und wirklich alles verstehst, also ich schicke dir ihn gerne zu, so ist es nicht. Von dem her, ja. Wollen wir das machen? Komm. Zweite Geben- Jungfischer. Ja, voll. Also Hätte gut. ich jetzt gesagt. Dann Jungfischer. Oli, hast du 2 ausgesucht? Es hat 2, per Zufall hat es 2, so wie ich das gesehen habe. Nämlich den Noel und den Livio. Also, dann würde ich sagen, hauen die Adressen raus. Schicken sie uns. Entweder auf Insta per DM oder info.onpodcast. Oder wie geht unsere E-Mail-Adresse? info.onpodcast@gmail.com. Genau. Schicken Sie auf einen von diesen beiden Wegen. Tun Sie nicht irgendwie Spotify oder so kommentieren, das wäre ein bisschen fahrlässig. So. By the way. Genau, hey, gratuliere recht herzlich und ja,
sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr so vorab. Dann würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter. Jawohl. Und zwar begrüße ich heute bei uns im Podcast den Marc Schlecht. Also ich begrüße ihn übrigens auch. Nein, du also, nicht. Du nicht. Ja, das mache ich natürlich auch. Stoßen wir doch gerade an. hey Marc, auf dich. Merci mal für die Einladung. Schön bist du da. Interessant da hin. Cooles Intro. Aber erzähl mal ein bisschen über dich, Marc. Wer bist du? Wie heisst du? Du hast Instagram. Du, Ja, von wo kommst du? Was so wie fischst du gesagt hast. Ich bin aus Bremgarten, Name Marc Schlecht. Und bin 44, zweifacher Familienvater, glücklich verheiratet. Und nicht Hobby, sondern Leidenschaft ist wirklich Fischen. Also diverse Fischarten. Früher alles gefischt. Sorry. Und heute mein Kind ist eigentlich wirklich Welsfischen. Das ist das absolute Feuer. Und dort probiere ich mich extrem weiterzubilden, respektive zu entwickeln. Mit diversen Sachen. Oder halt eben Routen, was es so für Rollen gibt und so weiter. Schnüre, Köder, die man selber bastelt, Wurmköder und so weiter. Einfach, wenn ich ans Wasser komme, hat es da einen drin. Ich gehe klopfen. Mal, da hat es Fisch. Jawohl, da hat es 2 Meter. Das ist auch meine Leidenschaft. Oder? Und ja, so lebt sich das. Und dort investiere ich extrem viel Zeit. Auch Geld, das gehört natürlich auch dazu. Und irgendwann hast du einfach mal ein bisschen Tackle zusammen. Wo du kannst sagen, hey, mal, das macht mega Spass. Ja. Cool. Ja. Das sehen ihr nicht, aber er ist auch mit einem grossen Arsenal an Routen da vorbeigekommen. Genau, also er hat Route und Tacklebox mitgebracht. Ja, das ist richtig. Und als ich ihn abgeholt habe im Auto, habe ich gesagt, du, was bringst du jetzt da mit? Er hat gesagt, es geht ein bisschen einfacher, um das Zeug zu zeigen. Ja. Ich denke, wir könnten sicher noch ein Video kurz aufladen, was er alles mitgenommen hat, wie er das Zeug erklärt, damit wir da ein bisschen auch etwas an Filmmaterial haben, damit ihr ein bisschen sehen, mit was er mal gekommen ist. Ist das jetzt deine Standardausrüstung, wenn du mal für einen Abend gehst, Wels fischen? Nein, gar nicht. Standard kann sein nur 2 Routen. Standard kann sein, wenn ich nicht weiss genau, wo es mich herschlägt, dann sind Standard 7 Routen, also zum Beispiel 2 oder 3 Spannrouten zum Grundfischen, Oberflächen nachfischen. Dann hat es Vertikalrouten dabei, dann hat es Wurfrouten dabei und dementsprechend eben die richtigen Schnüre, Köder und so weiter. Oder? Also ja, manchmal ist jetzt gar kein Platz auf dem Boot für einen zweiten. Oder? Okay. Obwohl okay. ich ein grosses Boot habe. Ja. Ja, cool, sehr schön. Wo fischst denn du hauptsächlich? Die Haie oder uns, oder? Da hat es ein mega schönes Gewässer, wo wir seit ein paar Jahren vermehrt durch den Wels auch dürfen befischen, oder er eigentlich da ist und mich das eigentlich sehr reizt, oder? Und, aber der ich sage jetzt auch Spot, oder? Der Hauptspot ist eigentlich mein Murtensee, oder? Und dort fische ich extrem viel. Und das hat aber ganz einen anderen Grund. Ich bin dort auf dem Camping, wir haben dort einen Wohnwagen. Und das ist für mich wie ein zweites Zuhause. Es sind mega coole Leute rundherum. Da verbringst du einfach das Wochenende gerne. Du kannst ausklingen. Startest in ganz eine andere Welt, sage ich jetzt mal. Und triffst Gleichgesinnte. Es ist unterschiedliche Sachen. Du kannst grillieren, mit Kollegen, ohne Kollegen oder eben die du auf dem Camping hast. Dann ist es immer so ungezwungen. Mal ein Gläschen Wein, da ein Bier, auf den See, dort ein bisschen Fest machen. Fondue ist ein riesen Thema, immer wieder. Oder? Die Leute lieben mein Fondue. Okay. Ja, das ist wirklich. Also machst du Fondue anstatt Brot dann so mit Welsfleisch? Nein. Mit Welshut. Oder so mit ist gar Würm. nicht. So ist gar nicht. Nein, so ist gar nicht. Ja. Okay. Die Leute interessiert sicher so, was sind deine PBs? Jetzt speziell auf der Wels. PB. Es ist eben lustig. Als ich vor 15 Jahren angefangen habe, habe ich mal beim Grundfischen bin ich am See gsi, habe 2 Wels gefangen. Die sind, ich sage jetzt um 60 cm gsi, innerhalb von 10 Minuten. Und ich war völlig erstaunt. Und
es war ein Ereignis, das mich extrem geprägt hat. Weil ich schon sicher 2 Stunden dort gefischt und habe angefangen. Und dann ist ein Kurschef gekommen und das hat Bewegung ins Spiel gebracht. Und das hat wirklich während dem Kehren, wo es abgeleitet hat vom Steg, hat das extrem viel aufgewirbelt. Und ja, nachdem das Kurschef weg ist, habe ich dort hergerührt. Das ist 2 Minuten gegangen, dann habe ich den ersten gehabt. Ich bin natürlich gar nicht rausgekommen. Ja, wie ist denn das im Beisser, oder? Also sind das scharfe Zähne, spitzige, verschneidest du da die Finger oder nicht? Kannst du da reinlängen? Und so habe ich mich angetastet, auf gut Deutsch gesagt. Und jawohl, da kannst du reingreifen. Ich habe den ersten Mal mitgenommen. Und in einem Becken gekeltert mit Sauerstoffpumpe. Und nachher ist es weitergegangen, der nächste Wurf auf Grund mit toten Köderfisch. Da hat gerade der nächste eingeschlagen. Ja. Und das war so ein bisschen der Anfang für das Interesse für den Fisch. Und das Hauptproblem eigentlich, kein Boot. Und das ist wirklich, da bist du ein bisschen aufgeschmissen am Murtensee, wenn du kein Boot hast. Die gut schwimmen können, die können das auch so machen, das haben wir alles auch schon durchgemacht. Aber es ist extrem interessant. Und so tastet man sich rein. Vor 15 Jahren hat es sehr gute Welsfischer gegeben, bist aber nicht immer daran hergekommen. Viele hat man aus dem Deutschen gekannt, eben zum Beispiel so ein Stefan Seuss. Das war für mich auch irgendwie so ein bisschen Feuer und Flamme am Anfang. Oder? Da ist der Welsgott. Oder? Aber der hat natürlich auch extrem viel gemacht. Der hat Europa schon ein bisschen auf den Kopf gestellt mit seinen Fängen. Oder? Ja, und das hat man natürlich... man hat gewusst, in dem See gibt es super Fisch. Und ich habe Leute kennengelernt irgendwann mit der Zeit. Und andere Seen, man ist in Gespräche gekommen. Man hat angefangen zu probieren selber. Das Tackle hatte ich noch nicht gehabt, eben zu wenig Geld. Eben Familienvater gewesen. Wirklich zu wenig Geld gehabt. Und dann hast du aber gewusst, ja, du weißt, was der Fisch kann, also kräftetechnisch. Du hast einfach wirklich gewusst, du kannst nicht einfach eine Schnur nehmen. Du kannst nicht einfach mit einer Monophil das Wasser mit 12 Kilo. Du hast einfach gerade vergessen, es geht nicht. Oder? Eben, du fängst da die Servil-Rugeli-Fisch, oder? Sag ich jetzt mal, oder? Das ist mega schön, ja, ist ein cooler Fisch. Gut, ich glaube, vielen ist es schon etwas wert, wenn etwas beißt, oder? Ja, sicher, ja. Aber eben für mich ist das immer, schon jeder Fisch ist so ein bisschen eine Spezialisierung, oder? Und dementsprechend habe ich mich dem gewidmet, oder? Und du da, dass eben Leute kennengelernt hast, hast noch mehr dazu gelernt, bist an Tackle hergekommen, habe ich ja da auch ganz spezielle Routen, sind von namhaften Fischen, die früher eigentlich bekannt sind, heute eher weniger. Und die haben mega tolle Routen rausgegeben. Die sind steinalt, aber ich bin mega stolz im Besitz von zum Beispiel der Manticore Limited Edition. Oder? Die sind nummeriert, es gibt etwa 500 Stück von denen. Du findest nichts. Und ich habe noch Kollegen, die auch noch etwas haben, aber die verkaufen es nicht. Dann gibt es eben Catfish Brothers, oder? Die kennt auch fast niemand, aber europaweit eben gleich, oder? Aber eben da sagt es niemandem etwas. Eben weil einfach viel zu wenig Leute sich wirklich intensiv mit dem befassen, mit dieser Welsfischerei. Oder? Viele haben dann immer das Gefühl, ja, gehst du mal schnell da in den Laden, dort hat es ein Klopfholz, da ist ein Vorfach, ein fertiges. Es gibt so gute Videos, oder? Von diversen Leuten, die extrem gute Sachen zeigen. Oder? Aber die Leute entwickeln sich in diesem Bereich zu wenig. Oder? Also zu wenig Eigenwillen, wenn du so ja, willst. Genau. Ja. Eben, sie haben dann immer das Gefühl, ja, es langt schon, ich nehme gute Hechtrouten und so. Aber wenn man es dann wirklich vergleicht, oder? Wenn wir jetzt gerade bei der Route sind, mit Tragkräften. Wenn wir auf das, sorry, wenn ich da abkomme, Ja, wenn wir auf das kein später Thema. noch beim Thema zurückkommen. Merkst du, meine Frage ein bisschen ausführlich beantwortet, aber keine Antwort gegeben? Ja, auf die das Frage. stimmt. Also PBS will wissen. Gut, also. Mit 60 hat es angefangen. Ja, mit ich habe dann auch 60 gedacht, also 60, da wird es nicht Sorry, geändert ja, haben. Da wird's nicht Eben, geändert sehen Sie, das ist Feuer, oder? Das ist Feuer, Ja, man klappt merkt, das sprudelt. Ja. Aber da können wir beim Thema gerne noch mehr darüber diskutieren. Feuer, ja, eben. PBE. Ich sage jetzt mal, ich bin Schweizer Fisch und
Ich könnte mir es glauben oder nicht. Ich fische wirklich bis jetzt nur in der Schweiz. Nicht im Ausland. Die Frage kommt mir regelmäßig wieder, hey, fischst du nicht im Ausland? Nein. Ich habe Fisch vor der Haustür, das fängt extrem gut. Und PB liegt dort unterschiedlich. Also ich unterscheide da manchmal noch ein bisschen. Eben, es ist ein vertikaler Fisch, wo ich zum Beispiel einen Vertikalcheck oder so, der liegt bei 2,23. Den habe ich vor kurzem gehabt, ja. Ja, Schweizer Fisch. Und ich habe schon mehrere über 2 Meter gehabt beim Vertikalcheck. Und ich sage jetzt, wenn ich erkenne, weil mein Boot hat so eine gute Breite, das ist 2 Meter. Und wenn ich so einen Fisch anlege, dann interessieren mich die 2 Meter noch nicht, plus minus. Wenn ich dann aber erkenne, der Fisch geht Richtung meinem PB oder drüber, dann fängt es mich schnell an beißen. Oder? Ja, komm, den messen wir, oder? Weil den Rest kann ich mit den Fingern machen. Oder? Ich kann sagen, okay, ich spreize da Mittelfinger, Daumen, oder? Das sind 20 cm. Oder? Da kannst du noch anhängen, oder? Das sind bei 2,20. Ja, oder so. Das sind 20. Das sind 20. Ja, das sind 20. Das sind 20. Und nein, das ist wirklich interessant, oder? Ja. Also der PB, der grösste Fisch, von dir gefangen hast, liegt bei... Ja, 2,25. 2,25, ja. Das ist schön. Ja, für die Schweiz, sehr schöne Größe. Ja. Von denen hatte ich schon mehrere gehabt, eben, und so um 2,18, 2,16. Ja. Das ist so ein bisschen die Regelmäßigkeit. Okay. Ja. Sehr gut. Cool. Ja, ich bin gespannt. Ich lade mich jetzt gerade selber ein. Ich bin gespannt, wenn wir rausgehen. Ja gut, dann würde ich sagen, der Marc hat sich jetzt ordentlich vorgestellt. Genau, so kann man es sagen. Wissen Sie sicher, wer er ist? Und ich würde sagen... Marc, du hast noch Instagram, sag noch dein Instagram-Profil. Wie der Name, Marc Schlecht, ja. Aneinander geschrieben. Dort findet ihr mich, ja. Gut, perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Am Marc sein Telefon chattert, wenn wir es anhängen. Nein. Da muss warten. Okay, gut. Sehr gut. Ja, Marc, willst du gerade mal starten mit deiner Woche, wie die so gelaufen ist, was du so gemacht hast? Ja. Erzähl. Ihr glaubt es nicht, ja. Wie immer, oder? Viel am See. Und ich habe noch einen Kollegen mitgenommen. Der wollte eigentlich mit dem Sohn fischen. Ich habe gesagt, ja, komm doch mit mir mit. Und dann weil ist spannender als mit dem Sohn. Ja, nein. Und er hat angefragt, ob ich rum bin. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich vor, 2 Tage ein bisschen auf dem Wasser zu verbringen. Ja, dann haben wir abgemacht, sind runtergefahren, Boot beladen. Das war fantastisch, schönes Wetter, es hat alles gestimmt. Und dann haben wir, das erste Ziel war eigentlich so ein bisschen Hecht fangen. Er hat aber die Tegli-Route mitgenommen. Und zwischendrin so ein bisschen vertikal etwas zu versuchen. Ja. Und dann am späteren Nachmittag haben wir uns dann auf die Suche gemacht auf Wels, oder? Das ist ganz klar. Und haben dann während der Phase eigentlich auch, ich sage jetzt mal, von Schein überfahren, oder? Aber ist am Grund gelegen. Da haben wir dann auch angefischt und ist aber schon in Bewegung gewesen. Das war noch lustig gewesen. Und das war eigentlich so eine Scheibe von 2,20 Meter, oder? Und den haben wir aber nicht verwünscht. Und ja, so ist etwa das ganze Wochenende gelaufen. Oder? Wir sind dann weiter. Gegen den Abend haben wir dann auch wieder super Fisch gesehen. Es hat einen Fisch gehabt, wo ich dachte, ja, ist jetzt der diagonal drin, ist der gerade hier gekommen. Das ist ganz ein spezieller Fisch, von denen hat es etwa mal einen genommen. Ja, und und ich verbringe halt einfach dann die Zeit dort, oder? Also ich darf nicht das Gefühl haben, der Murtensee ist jetzt das absolute Highlight Nummer 1, sondern das Problem ist einfach, dass viele Leute nicht wissen, wie. Also nicht nur der Murtensee schon befischt. Ich überall ein bisschen um mich herum sehen und ich kann nur sagen, wer sucht, der findet, oder? Und wer es versteht, der findet relativ schnell, oder? Und die das machen wollen, die sollen, das ist einfach mein Tipp, sich wirklich intensiv mal ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Und das bringt eigentlich Erfolg. Okay. Und wir haben
super Fisch gesehen, aber leider keinen verwünscht. Also so war eigentlich das Wochenende. Also das gibt es bei dir auch. Das gibt's bei dir auch, das in dem Fall, dass gibt's du gehst definitiv, fischen ja. und Ja. keinen Wels fängst. Ja? Das Gibt's doch bei gibt's uns gut. nie. Nein! Hey, wir fangen am Laufmeter Fisch. Ja! Ja, Ja, nein. ich kann wenigstens sagen Meter, Laufmeter. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Können wir auch, aber noch nicht so viel. Jawohl, die kann man einer Okay. Hand abzählen. Ja. Okay, sehr gut. Nein, bei mir braucht es jetzt mittlerweile etwa 2 Hände. Oh, jetzt Zum aber Meter noch. abzählen. Also komm, fahr mal weiter. Ich bin, ja, also nicht jetzt erst seit dieser Woche, aber ich bin jetzt, wie ihr alle In schon der gehört habt, in der Ferien Ferien gewesen. Genau, es war wunderschön gewesen in Kreta. So Family-Ferien, hat wirklich Spass gemacht. Kreta ist schön. Mega schön gewesen. Der Strand war gar nicht schön gewesen, aber Hä? sonst war es schön gewesen. Wenn wir Ja. aber mal noch privat schwätzen. Ja, es ist halt, Bist es du ist mal halt so, Fallschor gewesen? ja, es ist halt so, es ist Sandstrand gewesen, aber mit Kies noch drin. Ah ja, Das hässlich. finde ich halt nicht so schön. Ja. Also, ich habe lieber Sandstrand. Aber es war okay gewesen. Es waren 10 Tage gewesen, all-inclusive mit der Family, wunderbar. Die Zeit richtig schön können geniessen, auch mit dem Kleinen, wirklich herrlich gewesen. Herrlich. Und da habe ich in der Ferie mal ein bisschen auf dem Handy rumgetöckelt natürlich, wenn ich schon mal Zeit hatte. Und ja, schlussendlich bin ich dann von der Ferie heimgekommen und habe mir ein Bötchen gekauft. Genau. Ja, schön, Jetzt ja. aber, Ja. so kann man es machen. Ja, Ich ja. bin in die Ferien gegangen und einen neuen Motor gebraucht. Einen neuen Motor Ja, gekauft. eben siehst du, Ja, Oli, gang mal in die Ferien. Das sind aber teure Ferien, die ihr macht. Ja, das ist richtig, ja. Ja, und dann habe ich natürlich das Bötchen auch gerade umgebaut. Es ist so eine Jula Jollen 31, also 3,10 Meter lang und 1,45 breit. Es hat einen E-Motor dran, relativ einen schwachen, aber ich habe es eigentlich mehr oder weniger eigentlich zum Rudern gekauft, für auf die Greifensee zum Beispiel. Genau, am Freitag habe ich es gekauft, am Freitag schreibt mir der Marc, von wegen, hey, Quagga-Muscheln, aber da kommen wir auch später noch drauf zurück. Genau, ich habe es dann jetzt gleich mal umgebaut. Ich habe noch ein bisschen Sachen zum Optimieren, wie Batterien und so, sind noch so klassische Play-Batterien drin, so 30 Kilo Batterien. Ja. Die sind sau schwer, aber ich bin fischen auf den Zürichsee. Cool. Und ich bin Fische gekommen. Mit stolzen 3 km/h. Das lange. Es hat gelangt zum Pelagen, es hat gelangt zum Fisch anfischen. Der hat leider nicht beißen, der ist nur bis unter das Boot gekommen. Wir haben aber doch das Bötchen entjungfern. Ich habe ihn mitgenommen, als ich das Bötchen eingestellt habe. Er hat 2 Jägel gefangen, ich habe 2 Hechtchen gefangen. Tipptopp. Wir haben Fisch auf dem Boot gehabt, wie gross müssen wir jetzt nicht erwähnen, aber wir haben Fisch auf dem Boot gehabt. Das ist schon mal wichtig. genau. Lass Vor doch der noch ein Ferien- Vorher- oder Nachher-Bild rein auf unserer Ja, Story. ich Das kann sieht schon schauen. nice aus. Ja, ich finde, es sieht eben schon noch recht geil Das ist schon recht aus, ja. viel tun. Ja, so ein Teppich wertet das Boot halt brutal auf. Dunkelt Ja. mir. Aber ja, kann ich machen. Ich kann schauen, dass ich es so zusammenschneiden kann. Und ja, dann gehe ich das nachher rauf. Ich bin übrigens vor der Ferien, ich muss genau aufpassen, mal vor der Ferien, bin ich noch pelagen. Habe den Meter wieder gefangen. Darum sage ich eben, jetzt braucht es bald 2 Hände. Ich habe, glaube ich, irgendwie mittlerweile 5 Meter gefangen. Das ist schon mal cool, Tipptopp. schon mal gut. Hat Spass gemacht, es hat nicht viel gebissen. Wir haben einfach einen Fisch rausgebracht, das dritte, aber das war cool gewesen. 1 oder 2 sind noch verhauen worden, aber ich sage jetzt nicht von wem, gell, Sam? Du Pfeife. Aber es war cool gewesen, gemütlicher Abend gewesen dort dann auch wieder. Genau. Dann hatte ich noch ein Telefonat mit dem Gesi gehabt. Und ihr könnt so deftig gespannt sein auf die Messe. Er hat mir dort ein bisschen Sachen durchgegeben und am Schluss erwähnt, hey, aber nicht im Podcast sagen. Gesi, ich hoffe, ich darf das sagen. Einfach, Hat dir der Gysi heute angerufen? Nicht heute. Nicht heute. Nein, das ist nicht Wie heute. wird er heute Ja, angerufen? das ist gut, das ist gut. Aber ihr dürft wirklich gespannt Ja, sein, voll gut. was dort alles kommt. Aber eben, wir machen dann sehr wahrscheinlich noch eine kurze Folge darüber, wie, wo, was, wenn alles draussen ist und wie auch immer. Müssen wir dann noch absprechen. Wir müssen noch einiges absprechen, weil der Gysi hat schon wieder Genau. lauter geile Ja, Fantasie. eben genau. Ja, hey, und dann habe ich noch einen Fun-Fact. Ich würde da gerade mal geschwind eine Sprachnachricht noch kurz einspielen vom Sam. Mal Ist das schauen, wieder ob das seine klappt. scharfe Mutter? Ja, ähnlich. Er hat mir auch wieder eine gemacht, Ah, aber stabil. die darf ich nicht abspielen. Ich tue dich geschwind stumm schalten, Marc. Ja, es war recht speziell gewesen. Also es war ein wunderschöner Fisch, 1,3 Meter, sehr schön genährt, ein wunderschönes Muster. Und ja, ich habe sogar extra noch ein Schutzhändchen für einen Kiemengriff, mache ich eigentlich immer so. Aber natürlich an der rechten Hand kein Händchen. Und er war übelst hässig gewesen, der Fisch, sehr, sehr hässig sogar. Und beim Release ist es so, dass der Hecht eigentlich immer gerade direkt gegen runter geht. Und der Hecht ist nicht direkt gerade runtergegangen, sondern hat sich umgedreht
und hat mir in die Daumen reingebissen. Und ja, es hat relativ schnell sehr stark Blüten gehabt, zum Glück nicht müssen nähen. Wir konnten das verarzen auf dem Boot, noch ein bisschen weiter fischen und haben dann noch 2, 3 Ende 90er Hechte können fangen. Ja, da hat es die. hä? Genau, also Sinn und Zweck von dieser Einspielung ist eigentlich so ein bisschen die Hechte beißen nicht nur auf Köder, sondern sie können auch auf Menschen beißen. Ja. So. Marc, du bist wieder online. Ja, super. Genau. Hey, ja, das wäre eigentlich so ein bisschen meine Woche gewesen. Cool. Muss ich schnell schauen. Aber muss ich glaube. Ja. Mal, ist gut. Oli? Alright. Ich bin am Berg mit meinem Bruder, das habe ich ja in der letzten Episode erzählt. Ja, wir haben hier 2,5 Stunden Autofahrt auf uns genommen, sind an den Engelsten See gefahren schlussendlich. An Ängstle? An Engstlen, ja. Habe ich schon gehört. Richtig schöner See. Wir haben da einen Fisch gefangen. Respektive ich habe gefangen. Safe Spot. Ja, brutaler Safe Spot, Mann. Nein, da bin ich noch nie gewesen, darum kann ich nicht mal sagen, dass es ein Safe Spot ist. Ja, das musst du ja jetzt sagen. Das musst du ja jetzt sagen. Ein Fisch jetzt gehen. Ein Fisch hat es gegeben, aber wenn ich jemanden eben mitnehme, dann hätte ich lieber, dass die Person den Fisch fängt. Ja. Es war schade, dass es bei mir war. Ja, no, Ja, ich mag es dir auch nicht gönnen. Ja. Dann eben jetzt kommen wir zum Safe Spot. Wir sind über das Wochenende, hey, das ist im Fall schon lang her, sehe ich gerade. Sind wir mal noch im Tessin gewesen, und dort ist mein Safe Spot. Ich kann dir sagen, hinter dem Stein hockt die Forelle. Das kann ich dir jedes Mal sagen, Nico, solltest du auch mal mitkommen. Auf jeden Fall bin ich noch im Tessin, schnell ein paar Stunden im Bach fischen. Hat auch Spass gemacht. Cool, ja. Dann habe ich jetzt intensiv den YPC verfolgt. Aber das mal ein bisschen anders, mit anderen Augen. Und zwar will ich jetzt ein bisschen Mit Google Maps. Mit Google Maps, alright. Geil. Und weißt du was? Hecht und Barsch haben noch nie so einen grossen Fehler gemacht. Man findet einen Spot haargenau. Schon? Ja. Ja. Weil sonst schauen sie immer so ein bisschen, wie sie es filmen, tun sie es ein bisschen verschwommen im Hintergrund machen, aber das Mal haben sie einen Fehler drin und du siehst, wo der Spot ist. Ich Okay. sage jetzt nicht, in welcher Episode. Ja. Dir kann ich es nachher sagen. Ja, gut, weißt du, die Spots sind für mich weniger relevant. Ja, Also, man muss ja auch immer selber fischen. Ne? eben, Richtig, ja, ja. genau. Ja. Und vor allem, weißt du, wenn du findest, finden 100 andere auch. Logisch. Und wenn er dort etwas Dickes gefangen hat, dann kannst du darauf gehen, dass der überlaufen ist. Aber das habe ich dir ja schon letztes Mal gesagt, in der letzten Episode. Ich weiss nicht, was Hecht und Barsch momentan macht. Ich finde die Videoqualität leidet. Ja, hast du gesagt, die Schnitte sind nicht gut. Und Ja, und das Color Grading Ja. ist miserabel. Darum, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, es macht der Lehrling. ja, ist möglich. Ja, der entwickelt sich jetzt. Genau. Genau. Kannst du aber das Feedback einspielen. Ja. Ist gut, ich sag's. Schreib mir mal ein Mail. Das machst du jetzt nie, Feigling. Das dürfen wir schon sagen, oder? Eben, Ja, also, es gibt ja so viele Fans, oder? Und das soll ja nicht eine negative Kritik sein, sondern konstruktiv, oder? Genau, aber es kommt immer darauf an, wie man es anbringt. Oder wenn du dir sagst, hey, das Color Grading ist beschissen, der Schnitt ist kacke, dann Ja. ist es keine konstruktive Kritik. Ja, das aber, ist klar. Ja. ja. Willst du mir jetzt unterstellen, dass du das letzte Mal so gesagt hast? Nein, erzähl weiter von deiner Woche. Ich habe Ich das bin nämlich das gespannt. letzte Mal sehr konstruktiv gesagt. Ja, das ist so. Aha, Nein, ich sage nicht, dass du es so gesagt gell? hast. Hör auf, Ähm, würde ich dir nie unterstellen. Dann habe ich im Fall meinen ersten Auftrag bekommen, um ein Filmprojekt zu machen. Also, danke. Nein, ich kann wieder klatschen. Gratulieren, Oli. Super, Stark. super. Bin von einer Firma angefragt worden, um jetzt einfach ein Video mal machen. Es könnte sein, dass es eine längere Kooperation gibt, also mehrere Videos wird geben. Ich weiss Super, welche, aber ich cool. sage es nicht. Du weißt, welche Firma? Ich glaube schon, aber ich sage es nicht. Also hau mal raus. Nein, ich sage sicher nicht im Ich Podcast. sage nicht ja oder nein. Ja. Bald das noch für dich. Bald das noch für dich. Hast du vielleicht eine Goldgrube? Nein, es wird sicher keine Goldgrube sein, aber macht Spass, so etwas zu Cool. machen. So etwas dürfen zu leiten, vor allem jetzt so ein bisschen mit den Messenvideos ein bisschen das Know-how können anwenden. Und es ist recht schnell geschnitten, habe ich gemerkt. Geil, sehr Cool. schön. Macht Spass. Jetzt weißt du, wie du musst Videos machen musst, damit die auch schnell geschnitten sind. Hey, nein. Und das ist etwas, wo ich hau jetzt einfach da mal raus. Und ich mich in letzter Zeit auch ein bisschen befasst habe. Und zwar macht Captain Greenfield machen die auch YouTube-Videos. Und die schaffen es im Fall auch nicht auf 1000 Klicks. Und Ja, das was ist so, hast du das Gefühl? und nein, aber wieso schafft es in der Schweiz interessiert keiner ein YouTube-Video? Es interessiert kein Schweizer Ja, YouTuber. genau. Das ist es. Weil von den Deutschen schaut jeder. Ja, klar. Und von den Amis auch. Aber von den Schweizer
Also ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal einen Schweizer YouTuber geschaut habe. Danke. Also, Danke. ja. Ist Ist schon lange her bei dir. Ja. Ist schon lange her bei dir, Ronny. Aber nein, ich meine, es ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ja, es ist halt zeitintensiv, oder? Also das Video schauen? nein, nicht zu schauen, aber weißt, am Schluss muss ja auch einer eins machen, oder? Und wenn, ich habe das auch mal gesagt am Anfang, oder? Und dich ein bisschen mit dem befasst, oder? Dann denkst du so, ja, wie machen es die anderen, oder? Sollst du jetzt auch noch ein Video machen? Ja, das gibt es ja auch nicht, oder? Ich meine, Welsfische machen schon ein paar, oder? Aber was sieht man wirklich alles, oder? Siehst du Montage oder ich eben, wo ganz anders fische, oder? Und ist das ein Geheimnis oder nicht? Sei dahingestellt, oder? Und nachher hast du irgendwie so Junge, oder? Von Zürich gibt es ja auch irgendwelche, die haben auch mal einen Kanal gehabt und nachher machen die 3 Videos und nachher ist fertig. Und das ist dann eben schade, oder? Da willst du eigentlich schauen, oder? Dann erwartest du eigentlich wie eine Serie, oder? Ja, Also, einfach, dass es weitergeht, oder? Und es ist dann immer interessant, oder? Wenn du siehst, hey, die haben Drohnenschnitt und so, weißt du, das ist ja wirklich mega geil. Ja. Es sind ganz andere Ansichten, ja. Und ich tue das dann auch, also wie soll ich sagen, also unterstützen, weißt du? Ich schreibe auch einen Kommentar drin und eigentlich hat jedes Like verdient, weil er es eben nur schon macht, oder? Ist ja egal, es muss ja nicht jedem passen. ja, absolut. Aber ich finde, also meine Perspektive ist eben, wie wir es ja schon ein paar Mal besprochen haben, als Schweizer YouTuber hast du es einfach schwer. Ja. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wenn ich YouTube-Videos schaue, dann schaue ich es hauptsächlich auf Schriftdeutsch. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Fischer-Videos oder so schaue ich hauptsächlich. Gut, schaue ich wenn dann YPC Perch Pro auf Englisch oder so. Also die ganzen Kanäle. Ja, vielleicht liegt es an dem, dass wir einfach nicht richtig Hochdeutsch können, oder so wie die. Eben, die haben sicher die Sprachbarriere. Ja. Aber Vielleicht eben, nicht. ja, aber weißt, ich meine, wenn du ein Video ja auf Schweizerdeutsch machst, dann schauen ja Deutschschweizer. Und Deutschschweizer sind wir sicher mehr als 1000. Ja. Also einfach so Ja, mal, sicher. wenn ich es jetzt so über den Daumen rechne. Oder? Darum, ja, keine Ahnung. Ja. Und ich finde einfach das eine, was du noch gesagt hast, Marc, ist, das Machen, finde ich, ist einfach. Gemacht und gefilmt ist schnell. Aber das ganze Ja, Schneiden, zusammenschneiden. das Schneiden ist Eben einfach Musik, das, wo- wo du Musik geben, machst Musik. Weil es zeigst, von welcher Szene. Ja, und dann hast du eben, hast mittlerweile Drohnenschnitt, hast Hauptkamera, hast GoPros, mehrere Gesichter. Das habe ich gemerkt bei unserem Holland-Video. Ich meine, nur schon mit 2 GoPro und der Hauptkamera. Du kannst Film schon machen. Ja, kannst Film machen. Brutal Genau, ja. Film machen, Kannst dich ja. vertun. Ja. Ja. Ja, ist schade. Ja. Egal, jetzt haben wir so einen kleinen Downbreaker gehabt. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Ich würde es auch sagen. Und zwar Infos aus der Szene. Du hast wieder verdammt viel aufgeschrieben. Hey, nein, das eine Thema bringt der Marc. Aber er weiss noch nichts davon, oder was? Quagga-Muschel, haben gesagt, soll er bringen. Gaga-Muschel. Weil ich bin voreingenommen wegen meinem Bötli. Nein, aber ich fange mal geschwind an mit meinen kleinen Sachen. Ich habe eigentlich ein hauptsächliches Thema, und zwar beim Kili ist auch eingebrochen worden. Der Angel schon. What the fuck? In meinen Ferien habe ich das gesehen. Aber bei Einbruch, der Dani hat uns geschrieben, oder hat er nicht mir geschrieben? Nein, er hat uns geschrieben, glaube ich. Ja, er hat uns geschrieben. Ja, Haben wir das Kili nicht hat gesagt? dann Haben wir das gemacht, erzählt ja. gehabt? Ich habe gemeint, nein, stimmt, das haben wir nicht gesagt. Es sind beim Dani keine Fischer gewesen. Genau, Und- und es sind keine Naturfreunde gewesen. Genau, keine Tierschutzvereine da oder so, sondern Es irgendwelche ist wirklich einfach um den sonstige... Einbruch gegangen, Genau. um Geld zu machen. Genau. Und ich nehme an, beim Kili wird es wahrscheinlich ums Gleiche gegangen sein. Die Frage ist einfach, wo wird als nächstes beim einem Fischerladen Nein, eingebrochen? jetzt hör auf so Sachen prophezeien. Ja, nein, ich hoffe es schwer nicht. Letztes Mal haben wir 3 Shops zugemacht, wo wir angefangen haben, den Ja, das so stimmt, Sachen ja, sagen. ganz am Anfang. Ja. Ui. Nein, komm, ist gut. Aber auf jeden Fall ist beim Kili eingebrochen worden. Ja. Hey, ja, Ja, scheiße Sauerei, natürlich. ja. Ja, mega. Ja, aber so wie ich es mitbekommen habe, haben sie schon wieder offen. Ja, von dem her, ich glaube, so ein bisschen Glück im Unglück gewesen, wenn du so willst. Ja, genau. Dann, das nächste Thema ist bei mir eigentlich schon YPC. Top. Mein Thema Nummer 1. Okay, wenn wir gerade so die Ja, komm. Überleitung dann machen. Ja, komm. Hey, was mir gefällt hat in der Episode 1 bis 4 vom YPC Jawohl, Bank, mir ist auch. die beste Werbung, die ich je gesehen habe. Die von Duo. Schaust du YPC? Nein, Okay. Nein, Also- schade, Okay. schade. aber Sehr erzählen. Duo hat so eine gute Werbung. Nein, ich muss aufhören. Nein, wir dürfen es nicht jedes Mal dissen, aber Nein. die Werbung ist wirklich nicht gut. Also,
Ja, und jetzt bei der Episode 5, ich habe sie geschrieben, ich habe die Episode 4 geschaut, da habe ich sie geschrieben und da habe ich gesehen, bei der Episode 5 kommt die Werbung wieder. Ja, sie kommt. Dort kommt sie, genau. Hat dem Einmal. nicht genützt. Nein, aber es ist okay, also sie dürfen auch nicht mehr als eine kommen. Sorry, gut. Also du darfst uns gerne mal schreiben auf Fischverrückt, wie es zu diesen Ideen gekommen ist. Ja, das nimmt mich also auch herzlich unter. Also wenn Christina, wenn du den Podcast auch hörst, man weiß ja nie, dann gib doch mal Bescheid, wie du auf den Werbespot gekommen bist. Sorry. Ja, du bist herzlich eingeladen da bei uns im Podcast. Absolut, ja, das natürlich auch. Ja, Absolut. das Also wäre doch mal etwas. wir können es Das ist telefonisch machen, kein Thema, musst nicht extra in Aargau fahren, wenn du willst, aber wir können es telefonisch machen, kein Thema, du kommst vorbei. Absolut, wäre natürlich ganz cool. Ja. Mal schauen vielleicht. Vielleicht schickt es sogar ja, das wäre geil. Ich glaube, sie hört unseren Podcast. Ich glaube es auch nicht. Aber vielleicht Ja, jemand, aber was sie das kennt. heißt, ja. Ja. Da wird weitergeleitet. Ja, kommt eh. sicher. Ja, eh. Was mir aufgefallen ist, oder was ich ganz geil gefunden habe, ich glaube am Anfang von der 4. Episode war es, hat der Fish Explorer-Typ, der JS Pocket, gefischt. Ja. Habe ich recht geil gefunden. Cool, ja. Und vor allem, es ist recht viel, also der hat ja praktisch nur Stückchen nachher gefischt. Ja. Der hat ja nichts anderes irgendwie, glaube ich, ausprobiert. Also recht cool. An dieser Stelle, Ronny, Ja. good Job, muss ich sagen. Finde ich cool, dass du es gemacht hast. Ich bin gespannt, ob und wann der Toppis-Köder das erste Mal kommt. Der ist ja auch bei Fish Explorer. Nimmt mich sehr wunder. Ja, aber das können wir Also ich meinte dann in der nächsten Episode Genau. werden Ja, wir du noch nicht zu viel. intensiv über das reden. Genau. Ja, recht cool gefunden. Ich finde eigentlich auch den YPC finde ich halt immer noch recht cool. So von den Teilnehmern her. Der Bank. Ja, Ja. ja. Also ich habe auch Boot habe ich mega cool gefunden. Ich weiss, du weniger. Aber ich finde trotz deiner konstruktiven Kritik wegen dem Schnitt und dem Color Grading, ich schaue ihn gleich gerne. Weil sie bläudern halt noch schön viel und ich finde es noch recht angenehm so. Also ich muss sagen, der Schnitt wird besser, das Color Grading auch. Ich habe einfach die ersten 2 von der Gruppe A sind miserabel gewesen, was das Thema anbelangt. Gut, aber dort hat es ja auch ununterbrochen geschifft. Ja, aber Meint sorry, auch beim Regen. Die nutzen ja nicht eine Handykamera, die haben eine teure Kamera. Ich weiss nicht, ich habe noch nie Sony, einen gesehen. Canon, die haben irgendeine geile Kamera. Und für das ist es schon ziemlich schlecht. Okay. Ja, aber ich muss sagen, der Roman, der delivered. Von Ja, Fish Roman Explorer. heisst er, genau. Ja, genau. Ja, wollen wir gleich mal Resultat ansagen. Hast du... Also ich weiss nur, der 1,16er Hecht, der raus ist, dort von welchem Typ war das? Das war in der Episode 5 gewesen. Oder 4. Du mit deinen Episoden. Weiss ich, kann ich mir doch nicht merken. Ja, dann sagen wir in der letzten Episode oder in der vorletzten. Ich weiss nicht mehr, wer den 1,16er rausgerissen hat, aber der ist auch in so einem... Ah, der 1,16er? Ja. Der Nico Brom. Ja, genau. der Von Bro. Tailwalk. Genau. Jetzt hast du aber schon den Fuhren vorgegriffen. Wer hat Tailwalk alles schon kennt vorher? Tailwalk ist für mich nicht die bekannteste Marke. Man kennt sie, aber es ist jetzt für mich... Normalerweise hast du von der Route her eigentlich, also habe ich das Gefühl, ist es relativ einseitig. Ich habe nicht mal gewusst, dass die Rolle Aber machen. das ist etwas, was man vielleicht auch dann mal noch behandeln könnte. Ich finde, das ist ein negativer Kritikpunkt an YPC. Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine riesige Werbeplattform. Ja, natürlich. Aber das hat Es der Ronny geht schon nur gesagt. um Werbung. Das hat der Ronny schon Kostet ja gesagt. Geld, oder? Ja, sicher. Ja. Das hat der Ronny schon gesagt. Ich meine, ich kann euch fragen, warum kann Nace plötzlich 2 anmelden, um dort mitfischen? Ja, Warum? weil es wahrscheinlich genug gezahlt. Ja. Und wahrscheinlich ich könnte mir eben auch vorstellen, dass die Leute mittlerweile sagen, hey, weißt du, ich bin nicht mehr bereit, das Startgeld zu zahlen. Weil es kostet auch ordentlich. Schon. Ja. Ja. Okay. Menschen Ja, zahlen. aber- Also ich weiss nicht, ob wir Zahlen dürfen sagen, aber wenn aber wir ich sie Nein, ich jetzt- glaube nicht. glaube auch aber, nicht. Können wir nachher in Ja, aber offen mal abseits besprechen. davon. Also, vielleicht müssen wir sie ja mal anders anschauen. Oder? Fischen hat jetzt vielleicht in Zukunft ganz einen anderen Stellenwert. Ich meine, wenn du die Amerikaner anschaust, die einen leben von dem extrem, oder? Und in der Schweiz ist da eigentlich lang nichts gegangen. Oder? Und das könnte natürlich dann schon ein Vorteil sein, ja, wenn da gewisse Marken eben von der Schweiz da auch langsam mitspielen oder weiter vorne dran sind. Das wäre doch top. für die Definitiv, Schweiz. Ja. definitiv, absolut. Das unterschreibe ich voll und ganz. Aber Aber für das die müsste die Ur- Schweiz schon noch eins drauflegen. Genau. An Entertainment, Also an sorry, Können. so wie Christina ja geschneidert hat dort am ersten Tag. Auch da frage ich mich, warum. Klar, der
Der Bayer da, wie heisst er schon wieder? Uli. Uli. Nein, nicht der Uli. Ah, du meinst den Herbert, der Herbert. Ziereis. Er hat ja voll bewusst an einem Spot gefischt und gesagt, Genau. hey, da kommt Genau, irgendwann das ist der aber Fisch. das ist seine Strategie gewesen. Genau. Ja. Christina hat ja das auch wollen hat machen. nachher aber noch einen Vorfach gebraucht. Und so. Ja. Und Christina will das Gleiche machen und es geht in die Hose. Ja, ich finde es einfach ein genialer Start natürlich, oder? Wenn Ja. du das erste Mal ein Turnier gehst, wo dann doch so eine Ausstrahlweite hat, weil die hat doch ein recht grosses Zielpublikum, Ja. also der YPC. Und ja, wenn du dann eine Schweizer Marke oder allgemein eine Marke so vertrittst, beim ersten Mal dort fischst du nur mit deinen Ködern, hast so eine Werbung drin und dann fängst du nichts. Ja, das ist hart. Das Also, ist hart. weißt du, ist so ein bisschen, ja, ich zeig dir nachher den Werbespot. Ja. mal. Ja, aber im Fall muss ich dir sagen, ein paar Folgen zurück war ja der Savage Gear Typ da gewesen. Und der hat auch einen Schneidertag hergelegt, 2 sogar, und ist letzter geworden. Ja, der dort damals das Segel verloren hat, vor ein paar Jahren. ist es so. Ja, ich glaube der, ja. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, Es ist natürlich, so ein bisschen, natürlich, um sich ein bisschen in natürlich. Schutz zu nehmen. Ich will sie nicht Ja. da voll in die Pfanne hauen. Nein, klar, nein. Nein ja, Aber klar, es ja. sieht auf dem Scoreboard... Wir haben da sieht's No einfach- Hate, No Hate. Hör Es auf. sieht brutal aus. Der erste von dieser Gruppe, der Anton von Sportex, Ja. hat 511 Punkte. Ja, und der hat 7-0. aber geil abgeliefert. Ja. Der hat geile Ja, Spots der hat einfach einen gehabt. geilen Spot gehabt, Ja. wo du nicht Und- fischen Und Vertrauen. Und Vertrauen halt. Also, Ja. das Ja, ist, da musst du auch. ja, Das ja, ist so. ja. Gut, und man muss uns, wenn man sie auch noch ein bisschen in Schutz nehmen will, es ist eine Hammergruppe. Es ist... Natürlich, Eine es ist eine tödliche starke Gruppe. Gruppe. Ja, es ist eine starke Gruppe. Ich meine, Absolut, da fischt absolut. ein Simon Thorenbeck mit, Ja. da fischt Ja. der Frederik Julien mit, Ja. der Enrico, der Hänel. Mein Gut, der Sohn. Fred ist einfach, er ist erfahren, aber er hat jetzt, seit ich den YPC schaue, hat er nie wirklich deftig geliefert. Nein, die ersten paar YPC, Ja. wo er dabei war, ist er schon weitergekommen. Ja, nachher das, hat er aber eingeschaut, nachher hat er einen Einbruch gehabt. Also, der Fred ist, er ist ein Publikumsliebling, dunkt es mir. Er macht es aber auch cool, ich finde ihn auch ganz mit cool. seinem französischen englischen Ich find ihn brutal sympathisch. Aber ist jetzt für mich nicht gerade der Favorit. Also, von dem her... Nein, aber sag ja. mal, wer ist in dieser Gruppe B dein Favorit? Wer ist alles dabei dort? Der Anton von Sportex, der Roman von Fish Explorer, der Sebastian Helm für ZEC, der Enrico für LMAB, der Simon Thorenbeck für Berkeley, der Alex Schmidt für Neuke, der Frederik für Adventure Fishing und Christina für Duo. Also, für mich ist klar der Enrico. Das ist für mich ein Favorit. Ja. Und der Thorenbeck. Ja. Das sind für mich die zwei. Und der Typ von Sportex, einfach so wie er jetzt geliefert hat, sind das echt die drei. Neuke ist, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, der kommt auch gut. Braucht aber noch ein bisschen. Ja. Der Neuke-Typ. Aber das sind für mich echt die 4, die ich würde sagen, die kommen weiter. Gehe mit dir einig, ich sage die 2 Newcomer. Du musst, glaube ich, ein bisschen mehr ins Mikrofon reden. Wo bin ich da? So. Mehr so. Ja. Okay. Ja, ich sage die 2 Newcomer kommen sicher weiter und der Enrico und der Simon. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ja, dann kommen wir gerade zu der aktuellen Folge. Was sagst du zu Gruppe C? Soll ich dir nochmal Namen ablesen? Ja, sehr gerne. Also dann haben wir den Nico Brom von Taywalk, der Rick Barton für Ganki, der ist auch neu. Sebastian Binappel für Nace. Ja, Der Paolo Baragioli für ja, Onyx. den finde ich cool. Den Der finde ist- ich cool. Hey, wenn Den finde der ich muss machen, Mann, der ist ein geiler Sieg. Ja, den finde ich ganz cool. Mit dem würde ich auch mal gerne einen Taco fischen. Ach, das ist so ein lustiger Anschreiben. Ja. Kennst du die Leute von... Nein, ich kenne vereinzelt Ja, Leute. ja, Ja. ja. Dann der Christoph Jung für Shimano. Genau, der Christopher Ja. Jung. Dann Der unser finde Lieblings, ich- der den finde ich Lieblingsanger, der Fight. cool. Der Luis Der ist Mendes ja- und der der Fight- Patrick. Der Fight ist ja fast durchgedreht, weil er keinen Zander gefangen hat dort. Der hat ja da und döbert und das kann ja nicht sein. Fehlbiss gehabt, etwa 3 Mal und der hat ja So geht's, ja. gewettert. Ja, also für mich ist klar, der Fight kommt nicht weiter. Das ist für mich auch Pfeife. So. Ich mag den einfach nicht. Ja, er ist Mag mir den nicht nicht. sympathisch, darum sage ich, er kommt nicht weiter. Aber es gibt Leute draussen, die mögen den Selen, der ist auch Ja. okay. Der Patrick finde ich ganz cool. Ja, aber der Patrick hat eine halbe Stunde Der hat verpennt verpennt, und Mann. hat einen Schnurrbruch. Also er hat eine Stunde weniger Angelzeit. Das ist schon mal... Hat er wenigstens gewonnen? Nein, der hat glaube ich noch keinen Nein, Fisch. Noch kein Fisch. Okay, ja. Ja, aber ich finde es geil, dem möchte ich es gönnen. Der hat ja auch schon aufgeräumt. Der hat auch schon das Feld von ihnen aufgeräumt. Ja. Ja. Weil es der Daniel von LMAB würde sagen, zuerst Genau. das Feld von hinten aufzuräumen, musst Du musst zuerst ganz hinten sein. Genau, richtig. Ich finde, also der Patrick von mir aus gesehen, der Luis und wer hast du am Anfang noch gesagt? Der Jung finde ich auch noch ganz cool. Der Der Christoph Nico? Jung. Nein, Was? Christoph. Der Christoph, schon. Der Christoph Jung. Von der Shimano. Und der Bienapfel ist noch dabei, gell? Ja. Ja.
Aber ich sage, es wird schwierig für die einen. Gut, der Rick von Ganki, der ist einfach Vorteil, er ist Holländer. Ja, Er gut, kennt die das... Gegend. Ja. Aber der hat schon beim Boot, hat der glaube ich nicht so delivered. Ja, Mal, ist, der hat jetzt zwar Geld abgeholt. hat. Ja, der Mark. Mit dem Mark zusammen Mit dem gewesen. Mark, ja, und der Mark hat nicht so viel gefangen. Ich möchte Zambara Gioni sicher gewinnen. Ich möchte es ihm auch gönnen. Ich finde Molix finde ich nicht so sympathisch, aber... Also ich finde es eine coole Marke, aber den Vertrieb in der Schweiz habe ich nicht so sympathisch gefunden damals. Wie es jetzt ist, weiss ich nicht, aber ich finde, die haben coole Brands. Und der Baraccioli war ja auf den Dings, in Friedrichshafen. Wirklich? Nein, nicht Friedrichshafen, nein in... Gott, wo sind wir gewesen? Nicht Wales, sondern... Letztes Jahr war es, nicht das Jahr. Da sind wir an 3 Messen in Deutschland. Augsburg. Ja, irgendwie so. Habe ich den auf der Messe gesehen. Hey, etwas anderes noch schnell bei der Gruppe A. Beim Flo Hassenflug. Hast du gesehen, was der für einen Kescher dabei hat? Nein? Noch so einen mit so Stoffnetz. Ja. Habe ich jetzt auch sehr schwach. Nein, ist mir im Fall nicht aufgefallen. Sehr schwach. Gut, dann gibt es Leute, die schwören auf die Netze, weil sie engmaschig sind. Engmaschiger. Und so, dass der Fisch nicht die Flossen durchschieben kann und sich die Flossen nicht in dem Sinn bricht. Ja, aber dann bleibt doch der Drilling besser hängen und der Fisch Ja, macht sich das. auch- also, Ja, der Fisch... Ja, aber... Hey, look, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Aber, ja. Ja. Wie gesagt, wir tun das Thema noch ein YPC bisschen tun wir dann mal im, ausführlicher im besprechen. Podcast. Genau. Sonst mache ich gerade noch schnell weiter, wenn es okay ist. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich weiss nicht, du hörst auch noch Podcasts von Deutschland und so. Barsch. Hecht und Barsch und was kostet der Fisch? Hey, der kommt die letzte Zeit nichts mehr. Was kostet der Fisch, weiss ich nicht, bin nicht Ajour, aber Hecht und Barsch bin ich eigentlich Ajour. Dort ist einfach so, die machen es brutal unregelmäßig. Ich finde es richtig mühsam. Gell? Ich finde es brutal mühsam. Das ist jetzt so Weil- etwas, wo ich finde, hey, nein, Ja. das läuft. Du wartest Ja. und wartest und irgendwann hast du wieder mal 3 Folgen innerhalb von einer Woche und nachher hast du wieder mal irgendwie fast einen Monat nichts, wo du dann denkst, hey, come on. Also. Und das Gleiche, was kostet der Fisch? Ich glaube, die letzte Ist auch Folge so. ist im Februar rausgekommen. Ja, okay. Ja, siehst du nur? Das ist, Siehst du nur? Sehen wir mal, wie regelmäßig wir sind. Genau. Ja, jetzt musst du klatschen. Jetzt brauchst du es Ja, klatschen. ja, super, danke. Jawohl. Bravo! Dann einfach noch ganz schnell, ist mir Neues aufgefallen, vielleicht ist es auch schon ein bisschen älter. Nace hat einen zweiten YouTube-Kanal, Home of Nace, wo sie ihre Baits vorstellt, also vor allem der Bienapfel macht das dort. Also die an mich so Verzögerung haben, oder? Welche? Stell dir vor. Nein, die aktuell schon auf dem Markt sind. Stell dir Okay. vor. Okay. Hey, nein, ich weiss noch nichts über meine Schuhe, das wäre deine nächste Frage. Ich warte immer noch, es ist Ende September, Gott verdammt nochmal! Yay! Das heisst, ich habe den Ende September. Würmi. Ja. Gut. Sorry. Man bestellt dann bei einem Köderhersteller keine Schuhe. Ja. Ich habe Das ist das Gleiche, wie wenn du bei Pizzaiolo Rösti bestellen würdest. Ja gut, bei wie vielen Pizza-Kurier kannst du auch noch einen Döner bestellen, oder? Ja gut, also bei wie viel Döner kannst du Pizza bestellen? So musst du fragen. Ja, das geht auch, ja. Ja. Okay, gut. Hey, Marc, Ja. hast bin du noch noch... ja. Ja, Sorry, YPC nimmt Nein. immer sehr viel Zeit in Anspruch. Nein, Ja, das ist doch voll, gut. voll. Das ist doch cool. Das soll doch irgendein Kind sein von diesem Podcast oder so. Das ist doch egal. Oder? Hast du noch irgendwelche News so, oder Infos aus dem Fischen? Fischerei. Ja, eben, die Wels werden einfach immer grösser. Oder? Und, aber sonst, nein, nicht wirklich. Also, Gut. Doch, ein Die Thema hat er einen. doch. Ah ja, Quaggamuscheln. ja, gucken. Erzähl. Ja, Erzähl. nein. Kennst du dich ein bisschen aus mit der? Hey, Auch nicht. ich nerv mich. Also Ja. ich nerv mich vor allem Oder- für die Leute, die es betrifft. Wo darfst, Oder darfst du noch überall warte schnell, einwassen? wenn wir dort anfangen, für Zuhörende, die das vielleicht nicht sollten mitbekommen haben, was ist Gut, passiert? ja. Sorry, Marc, bevor wir da voll reingehen. Nein, machen nur. Kein Thema. Also, Quagga-Muschel ist ja so eine invasive Muschelart. Ja? Und die hat sich in diversen Gewässern, Bodensee unter anderem, ist sie in die Schweiz eingeschleppt worden und hat sich dort angefangen zu verbreiten, auch im Rhein und in gewissen anderen Gewässern. Mittlerweile ist sie auch im Zürichsee und durch das dürfen die Bötli nicht mehr einwassern im Greifensee, Pfäffikersee und Dürlensee. Das heisst, dürfen nur noch die stationären Bötli dort fischen, die dort permanent eingewassert sind. So wird man eigentlich eine Ausbreitung von dieser Muscheln verhindern, weil die Muschel das Ökosystem ziemlich kaputt macht. Sie tut Phytoplankton rausfiltrieren und bringt dementsprechend mehr Sauerstoff in die grundnähe Unterschicht und entzieht dementsprechend den Sauerstoff oben, weil sie halt den Phytoplankton und auch die Nahrung
von den Ja, die Nahrung Kleinfischen vor allem, ja. genau, kaputt macht, Nahrung, bzw. rausfiltriert und frisst. Und darum ist die Muschel eigentlich nicht gern gesehen im Ökosystem. Zudem verstopft sie diverse Rohranlagen für das Wasser rauszufiltern und so, weil die sich doch recht verbreitet. Genau. Darum gibt es ein Einwasserungsverbot. Unter anderem hat auch der Zugersee so eins. Und ich meinte es auch der Vierwaldstätter See. Bin ich mir aber nicht sicher. Kann sein. Ja. Ich habe es auch von einem Kollegen erfahren. Der hat mir plötzlich geschrieben, hey, du glaubst es nicht, ich kann nicht mehr auf den See. Jetzt spinnt es voll, allen da. Ja. Aber Und, Murtensee ist nicht betroffen. mal, also, die Kugelmuschel gibt es dort genauso wie andere Seen. Eben, auch. aber die ist schon dort. Also das heisst, dort Ja, darfst du ja. drauf, dort darfst du drauf mit Ja, kein ja. Problem. Ja, Also, ja, weil aber- das ist ja dann das, oder? Ich meine, überall, Das wo ist die ja am Muschel letzten. ist, darfst du ja drauf. Ja. Oder? Einfach dort, wo Also, sie nicht ist, darfst du Dann tun wir sie dementsprechend. doch verbreiten, dann kommen wir doch überall drauf. Du bist nicht der Erste, der ich das gehört also Ja. das gesagt hat. Weil ich habe noch eine Sprachnachricht, die ich jetzt nicht zeigen will, Ja, von da glaub jemandem, ich. wo Sicher von glaube dieser Person, die mir geschrieben hat, sie geht mit mir Zander fischen. ziemlich sicher. Ja, du, nein, weißt du, ihr müsst euch mal vorstellen, also was ich extrem krass finde, ist, wenn du ein Bötchen an einem See hast, in einem trockenen Platz, wo sehr viel, also wenn ich jetzt das vergleiche mit anderen Seen, Leute, die ich kenne, die haben nicht jedes Wochenende Zeit zum Fischen. Und das Bötchen liegt so lange im Trockenen und das ist nur auf dem See, das Bötchen. Ja, Und richtig. der Kollege hat genau diese Situation. Der hat ausgewassert, der hat sein Bötchen versorgt, ist weggelaufen. Da ist der Kostenwagen von der Polizei gekommen und die haben dort am Greifensee den ganzen Hafen zugetan. Und dann hat er sich am Ring gelenkt und hat gesagt, nein, Alter, was ist da bei euch los? Und dann hat er ein Mail bekommen. Er darf ab sofort nicht mehr auf den See, Minimum bis Ende Jahr. Ja. Etwa so ist das gekommen. Und so Sachen begreife ich nicht. Ja, Also richtig. das ist völlig aus der Luft gegriffen. Das hat keine Hand und Füße. Das macht einfach alle verrückt. Leute haben, die haben Prämien gezahlt für den See, die zahlen Parkplatzgebühren. Das kann einfach nicht sein. Gut, weißt, ich glaube, der Hintergrund von dem ist ja, sie wissen ja nicht, hast du das Bötli explizit nur auf dem See. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Weil so ein Bötli, das einen Trockenplatz hat, hast du so Nein, schnell das ist auf dem also- Anhänger und noch etwas anderes. Ja, ja, das ist richtig, aber dann gilt es als Wanderboot. Und dann, die Wanderboote sind registriert, die Ja. kannst du anschreiben. Ja, aber sofern du einen Platz an einem Gewässer hast, gilt es nicht mehr als Wanderboot. Ich habe mich jetzt auch eingelöst Ja, am eben. letzten Freitag, also Weil vorletzten er darf- Freitag, wenn ihr einen Er darf Podcast seinen hört. eigenen See nicht mehr brauchen. Das kann ja nicht Richtig, sein. exakt, Ja. exakt. Ausser du hast einen Platz am See. Im See. Im See. Im Nicht am See. See, Genau, das ist ja richtig, das Problem. richtig, Er hat absolut. einen Platz am See, Genau. aber er darf nicht in den Genau, See. oder? genau. Und auf Facebook ist auch etwas, Das wollte ich ihm sagen, ja. ist mal irgend so Sag eine du. Umfrage gewesen, hey, wie sieht es aus, wenn wir Unterschriften sammeln, jetzt gerade den Greif- und Pfäffikensee betreffend, dass die Leute, die ein Boot haben und dort aber auch ein Patent haben, dass die gewisse Kosten zurückerstattet bekommen. Weil die können es ja nicht mehr brauchen, dürfen nicht mehr, der Hafen ist zu, sie dürfen das Boot nicht mehr einwassern und können eigentlich nur auf dem Ufer fischen. Und sind wir mal ehrlich, ein Uferpatent kostet ein Vielfaches weniger als ein Bootspatent. Genau. Was jetzt dort geht, wie es weitergeht, weiss ich nicht. Keine Ahnung. Ja, die Frage ist einfach, wer machst du jetzt haftbar, oder? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass der Platzbetreiber dir das Geld muss zurückgeben, Richtig. weil der Kanton irgendeine Streichung macht. Aber der Platzbetreiber Ja. sollte beim Kanton können einfordern, wenn er es muss retour geben muss. Ja. Weil von mir aus gesehen ist das der Kanton, der da muss haftbar gemacht werden muss. Weil der Kanton Ja, ist haftbar, weißt also, du. Eben das, Also ich muss verstehe, haftbar ich gemacht verstehe werden, ja. die Sorge. Ich verstehe die Sorge, aber wenn ich jetzt einfach zurückdenke, die Quaggamuscheln, ich glaube 1940 ist sie in die Schweiz gekommen. Und wir haben es hier schon gewusst, oder? Und seit 10 Jahren tun wir da ein Flyer verteilen. ja. Wir tun an allen Einwasserungsstellen irgendeinen Zettel aufhängen, wo sowieso niemand liest. Zwischen denen kommt man mit der Fischerei, wenn man eine Karte löst, ein Flyer rüber. Und dort steht das drin. Mhm. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, am Murtensee steht das genau so drin. Das heisst, dein Boot auswassern, zum Beispiel als Wanderboot, oder? Dann wären sie froh, wenn man es heiß abtapfen, so heiß wie möglich. Und am besten etwa 4 Tage trocken.
bevor man den See wechselt. Und vor allem so unzugängliche Orte gut anschauen. Aber, jetzt kommt eben das grosse Aber. Ich habe das alles gemacht, gut angeschaut. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich muss 100 Mühe ansuchen. 100 Mühe. Eben genau. Das ist ein bisschen dicker als ein Haar. Plankton, ja. Ja, Oder? Ich muss einen Polyp suchen. ja. Jetzt Vergiss müssen wir es. mal den zeigen, oder, wo der Polyp findet. Ja. Oder? Aber man sagt ja, wenn es eine gewisse Zeit abtrocknet, dann stirbt die ab, oder? Mhm. Oder ist das nicht so? Ja, sagt man, oder? Also ich weiss es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich denke, weißt du, wenn es natürlich feucht Wetter ist, oder? Ja, Dann gut. ist eine Muschel sicher auch Ja. länger haltbarer an einem Boot, oder? Ja, richtig, ja. Auf der Schattenseite. Ja. Wo dann das immer wieder mag ein bisschen alles Wasser sein. läuft oder so. Ja, sicher. Das mag alles sein. Ja. Das ist sicher kein Thema. Oder? Aber ich finde, am Schluss sind wir ja gleich. Wir wissen es. Wir haben so Empfehlungen. Aber wir haben trotzdem immer noch keine Vorschrift gehabt bis jetzt. Mhm. Und jetzt tut man einfach Leute strafen, von heute auf morgen. Und das finde ich nicht richtig. Oder? Ja, Das ist aber nicht eben, richtig. ich glaube, das mit diesen der Trockenplätzen am See zu ist halt einfach... Ja, aber Ja. was ist eben... Aber Schwierig zu anders überprüfen, gefragt, ja. was ist denn jetzt der Fahrplan? Der Genau. Fahrplan ist Der einfach, nächstes Jahr gibt es ist ein der, Ticket. genau, der Fahrplan Ja. ist der, dass du jetzt an diesen Gewässern, du kannst das Hausgewässer ab nächstes Jahr angeben. Und ich gehe mal davon aus, du musst dann können nachweisen, dass dein Boot keine von diesen Muscheln dran hat. Und wenn du das gemacht hast, darfst du auf dein Hausgewässer gehen. Und dann darfst du dein Boot explizit nur für das Hausgewässer brauchen. Ja, aber wir haben in der Schweiz ganz ganz klare Vorgabe, wir können das Boot als Wanderboot einlösen. Richtig, Die und wenn zahlen du ein extra auch Wanderboot mehr. hast, Oder? ich habe mich als Wanderboot eingelöst. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie es bei mir ist, ob ich nächstes Jahr, wenn ich sage, der Greifensee ist mein Hausgewässer, Mhm. ob ich dann, wenn ich auf den Zürichsee gehe, ob ich dann gebüßt werde oder nicht. Könnte ich mir aber noch gut vorstellen, dass wenn du dann gehst und die Polizei kontrolliert dich, dass sie dann sehen, das ist auf der Greifensee eigentlich, das ist das Hausgewässer und somit kommst du einen Bus über und Greifenseeverbot. Könnte ich mir gut vorstellen, das Also- wäre von mir aus die einzige sinnvolle Option. Geil, die Ja, Polizei hat ja, sicher nichts sinnvoll, anderes ja. zu tun, als Ja, einfach logisch, Boot logisch. kontrollieren. Ich kann mir den Nein, Nachbefragen. Nein, müssen Sie mal anders anschauen. Oder? Also jetzt haben Sie, sagen wir einfach die letzten 10 Jahre, geben wir jetzt Ihnen noch eine Chance, sagen wir die letzten 5 Jahre, oder? Hat man sich ein bisschen intensiv befasst. Und jetzt wollen Sie innerhalb von knappen 4 Monaten wollen Sie jetzt einen Fahrplan ausschöpfen, oder? Das ist doch lächerlich. Das wird ja nächstes Also, Jahr nur ein Provisorium das sein. ist, Ein Profidurium, wie man so schön sagt. Ja, aber Im eben das, Fachjargon. aber Also, das kannst ist du vergessen. eben das ist eben dann schon wieder Ja. nichts. Ja. Das ist nichts und das sind einfach Leute gestraft. Das ist nichts. Das ist Und das definitiv betrifft nicht. ja nicht nur uns Fischer, das betrifft ja auch alle Segler und so, oder? Aber, Nein, die, aber- die es im Wasser haben, die dürfen es was einfach ich, drin haben. was ich verreckt Momentan, finde, oder? Sub, Kajak, Ja. was gibt es alles? Belly. Belly, das wird alles Taucheranzüge egal, und so weiter. egal. Dort hast du einfach, Ja. wir empfehlen, es desinfizieren bzw. heiß abdampfen, trocken stellen, aber mehr nicht. Das heisst, wenn ich mit meinem Du brauchst keine Kajak... Plaketten. Ne? Ja, richtig. Wenn ich mit meinem Kajak auf der Zürich-Obersee gehe fischen und nachher das Gefühl habe, ja, weißt, ich will jetzt einfach Sonntagsausfährtchen machen, ohne Fischen auf dem Greifensee. Das interessiert Gut, ich mich. kann mir natürlich auch vorstellen, dass der Kanton dann so einen Kiosk dort hat, oder? Ja? Die machen dann so Ständchen auf, oder? Mit dem Sonnenschirmchen. Da hockt sagen, einer dort. gratis Muscheln. Genau, ja, Gratis Muscheln zum Besetzen. Ja, nein, komm. Also, Muschis. das ist doch das ist wirklich Bärenweich, oder? Also, Herrlich. und Ja, und das eben, wenn wir dann das Gefühl haben, nächstes Jahr eben musst du dann irgendwie eine Plakette haben. Wahrscheinlich nur schon das Szenario, oder? Ja, also, klar. sie haben es in 15 Jahren nicht geschafft, oder? Und jetzt Ja. sollten sie innerhalb von 4 Monaten Wäscheanlage und keine Ja. Ahnung was Ja. aufstellen. Ja. Und irgendwelches Siegel drucken und so. Ja, das glaubst du selber nicht, oder? Nicht beim Kanton, nein. Nein, Bei jedem aber beim anderen Bund ja. nicht. Auch Bei jedem beim Bund anderen nicht. ja, aber nicht beim Kanton. Ja. Oder? Ja. Gegen die Muscheln, jetzt, ich weiss, mega naiv, aber kann man nichts machen. man Anscheinend nicht ist die so invasiv, dass sie sich so schnell vermehrt. Und die Frage ist halt einfach, was willst du im Wasser machen? Willst du mit Gift dahinter? Und, Wir pissen mehr rein und Ja. mehr Alkohol, aber Eben. nein, keine Ahnung. und dann ist halt einfach das Problem, oder das Risiko ist einfach sehr groß, dass du das Alles andere Ökosystem betrifft. noch Ja. mehr gefährdet ist, oder? Als sonst schon gefährdet ist. Darum, ich meine, das EAWAG ist dran, um zu schauen, auf was spricht die Muscheln an und auf was die anderen Sachen nicht. Aber Weißt du, wir müssen ja mal schauen. Es gibt ja definitiv natürliche Feinde. Es ist nicht so, wie Sie gesagt haben. Sie haben keine Feinde. Es gibt so viele Fischarten, die die Muscheln essen.
Aber man muss es vielleicht einmal anders anschauen. Vielleicht haben wir einfach zu wenig Biomasse im See, Ja. wo genau das Problem von dieser Muschel würde verhindern. Wo die Muscheln Und ich- eigentlich würden eindämmen. Ja. Ich sage euch, ich rede aus Erfahrung. Ich muss Köderbeschaffung machen für zum Welsfischen. Und ich schwöre euch, wenn ihr, ich sage jetzt also 30 Rotaugen, grosse Schwallen drin habt im Setzkästchen, nach einer halben Stunde, da schiessen die Muschelbröckchen raus, die sie mit den Schlundzähnen vermahlen haben. Das ist unglaublich. Das ist ein Hampfle voll. Oder? Und die haben immer noch im Magen. Oder? Und die brauchen das als Nahrungsergänzung, Kalzium sicher drin, oder? Für Knochenbau und so weiter. Die Frage ist, fressen die auch Quagga-Muscheln? Die fressen die Guaga-Muscheln. Weißt du, weil es gibt ja Muscheln und Muscheln. Es Nein, frisst ja sie nicht jeder fressen, Fisch, jeder sie Krebs. fressen Also, definitiv das ab, ja. Ja. Das ist es ja, so. Ja. okay. Und was mich auch noch stört, ganz extrem, dass einfach da der Lautwahl, die Vögel bringen das nicht, oder? Das ist völliger Blödsinn. Also, ja, eben, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Plankton, der schwebt mit 100 μ. Das Ei ist 50 μ. Wenn man beim Vogel nicht danach sucht, dann findest du es nicht. Mhm. Und wir wissen es selber, die Vogellobby ist ganz extrem weit vorne. Ja. Habe ich auch nichts dagegen, ich finde das schön. Es wäre doch auch schön, wenn der Fisch mal so weit vorne wäre, oder? Aber Ja, der Eisvogel ist schon schön. Ja. ja. Aber nein, es ist einfach krass, wenn du das vergleichst, oder? Und darum geht ja, weil der ja so, jeder Vogelfang geschützt wird, oder? Auch der Kormoran. Da geht niemand suchen nach Plankton, oder? Und da muss man einfach wissen, was nicht gesucht wird. Und bei den Behörden, das hat einfach kein Gewicht. Und das wird auch nicht gefunden, wenn sie gesucht wird. Eben genau. Ja, und ja, dann hat es kein Gewicht, Ja, oder? ja. Und dann heisst es einfach, nein, der Vogel bringt es nicht, aber alle anderen bringen es. Oder? Ganz komisch, oder? Das ist ganz komisch. Hey, wenn Ja. irgendein Biologin unseren Podcast Ja, unbedingt. hören, Hey, das wäre hure spannend. schreibt ja. uns unbedingt an. Ja. Wir können Ja. irgendein Interview machen Ja. oder so. Ich fände das Ja. hure interessant. Wäre mega Ja. cool. Auch da Telefon natürlich möglich. Ja. Also wäre wirklich mega cool. Ja. Oder eben, Oder vielleicht liegen wir ja völlig falsch. Genau. Und dann müsst ihr aber, dann wäre ich aber schon froh, eben, dass ihr dann eben zum Beispiel ein EA-Wagen oder so halt auch dann euch würdet äußern zu dem. Was Das ist wäre passiert natürlich- bis jetzt? Nur ein Verbot? Mehr? Wir können mal, Mehr haben wir nicht die gemacht. AWAG anfragen, wie es aussieht in Zukunft. Ob Ja. die da irgendwie mal per Telefon, ob sie irgendeinen wollen mal stellen, der da bei uns im Podcast. Das wäre Das schon, Oh, machen das sicher. machen wir, Das, das machen das wir. funktioniert sicher. Da Ja, bin ich voll. mir das sicher. wäre schon cool. Ja. Oder halt eben auch die Eva von Ja. Fiber. Ja. Ich glaube, die wird sicher auch ganz genug. coole Sache. Ja, Ja. das wäre sicher. Also komm, das machen Ja, wir. jo, so weit, so gut. Dann haben wir, glaube ich, genug über die Muscheln geredet. Dann würde ich doch sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Und zwar Thema. Ich muss sagen, jetzt kommen wir in eine Thematik hier, die für mich neu gewesen sind. Ha, ha. Ja, du hast, glaube ich, noch nie einen gehabt, gell? Nein, Ich habe doch schon 3 gehabt. Bis jetzt. Nichts Weltbewegendes. Ich glaube, der grösste, ich habe es nie gemessen, der grösste wird wahrscheinlich irgendwo 1 Meter ein bisschen plus gewesen sein, vielleicht 5 oder 10. Irgend so, einfach um 1 Meter rum. Und zwar alle 3 eigentlich sind fast identisch gewesen. Alle an meinem Hausgewässer, wo auch der Mark befischt. Ja. Nur habe ich es nicht auf Klopfen oder auf Wurm gehabt, sondern explizit beim Jiggen. Habe sogar auch schon einen auf dem Crank gehabt. Und was wir eigentlich suchen, ist der Wels. Und genau darum haben wir den Mark auch eingeladen. Mark, Ja, du merci vielmals. kannst uns erzählen, was ist der Wels für dich? Er ist ja, Wels. wie du gesagt hast, nicht nur ein Fisch, es ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, Leidenschaft. Es ist, ja. Also, eben, ich höre sehr viel von vielen Leuten, ja, das ist, eben, der gehört nicht daher, der frisst alles und so. Ja, der frisst alles, das ist richtig. Der ernährt sich von allem. Und ich glaube, das ist genau das, was ihn ausmacht, oder? Wo ihn dazu bringt, dass er überall überleben kann. Oder?
Also er frisst Ratten, kleine Fische, diverse Fischarten. Hat er aber auch nach Saison oder Temperaturen hat er gewisse Vorlieben. Er kann extrem anwachsen an eine ganz bestimmte Größe, oder? Und genau dort sind wir dann schon, oder? Wo ich muss sagen, jeder will 10 Meter Hecht fangen, zum Beispiel, oder? Hey, sorry, ich tue ein bisschen filmen, einfach so, dass Ja. ihr es wisst. Ja? So ein bisschen vom Erzählen, weil Ja. dann haben wir ein bisschen etwas Videomaterial. He? Ja, sicher. Hätte ich dir vergessen, danke. Und Gut. wenn man dann genau das anschaut, oder? Ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich den ersten Meter Hecht in der Hand hatte. Und ich habe so viel schon getroffen auf der Route und wirklich nicht rausgebracht, verloren, Schnur gerissen etc. Immer wieder, aber 20 Jahre ist es gegangen. Dann habe ich den in der Hand gehabt. Und so geht es ganz vielen anderen Fischern. Eben, wie lange ist es gegangen, bis sie den ersten Meter hatten? Und wenn sie das mal geknackt haben, dann laufen sie irgendwann plötzlich an. Oder? Aber was macht man dann? Oder? Dann plötzlich merkt man, die Route ist zu weich für den wieder. Man fängt sich an spezialisieren. Oder? Und ich glaube, dort liegt genau der Schlüssel. Oder? Und da haben wir halt einfach beim Wels, gibt es einfach ganz viele Leute, die vergessen einfach, der Fisch wird nicht nur 1 Meter, sondern der wird 2 Meter. Oder? Und da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Also wir haben Fische, die haben über 80 Kilo. Oder? Und auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten haben die andere Formen. Ich habe dieses Jahr einen Fisch gefangen, 1,80 Meter. Den habe ich fast nicht aufgebracht. Also, wenn ihr ein Foto seht, auf Instagram ist das hochgeladen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder? Und ich habe keine Weitwinkelkamera. Wir fotografieren noch mit dem iPhone. Oder? Und das ist wirklich krass. iPhone hat Weitwinkel. Ja, aber nein. Sorry für den nein, Dreischiss. Nein, also, Ja, lieb vielleicht auch mal abbissen Äpfel, weißt du. nein, also, nein, also es ist wirklich, nein, wir tun wirklich nicht so überdimensionierte Fische vorheben oder irgendetwas. Wir können die Fische gar nicht vorheben. Und wir liegen da nicht irgendwie hinterher, wie sie in anderen Fotos, Videos siehst und so. Der Fisch hat die Dimension. Ja, Oder? ja. Und wenn du das vergleichst, eben gerade da mit der Rüss bei uns, oder? Das sind so torpedoförmige, haben mega schöne Form, eine Farbe. Ja, mega. Das ist super, Also ja. der, den ich gefangen habe, war richtig Ja. schön hell. Gewesen. Du hast gesehen, er war ein bisschen im Gäst rein. Er hat solche Kratzspuren gehabt. Ja. Aber wunderschön. Einfach wüst ist, das ganze Vorfach ist immer voller Schleim. Der ganze bei mir Köder eben nicht. ist voller Schleim. Alles wüst. Ja, Aber schöne Fische. Eben dort habe ich jetzt eben zum Beispiel auch gelernt. Oder? Aber wenn wir jetzt einfach den Fisch selber anschauen, eben viele haben so einen Hass auf den Fisch. Dabei ist es so ein interessanter Fisch. Ich sage immer, ist sicher einfach zum Fangen. Eben. Hängst du ein bisschen Servile und Bratwurst an, oder? Jeder Feuerstelle, es funktioniert ein bisschen, aber ich vergesse etwas. Ich fange einfach da grundsätzlich den kleinen Fisch. Oder? Den jeder fängt. Und ich sage da immer so, für mich war so die magische Grenze 1,40. Einfach dort drüber hinzukommen. Oder? Und dann musst du anfangen zu hirnen. Ja. Dann musst du dich anfangen mit dem Fisch befassen. Und ich habe 5 Jahre gebraucht, bis ich die ersten 2 Meter hatte. Und ab diesen 5 Jahren, da habe ich Sachen dazu gelernt, in so vielen Techniken, wie man Wels fangen kann. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe dort exponentiell eigentlich habe ich mich dort entwickelt. Ich habe sehr vieles ausprobiert, Sachen, die Leute gesagt haben, das, was alle machen. Ich habe das probiert und irgendwann hat es bei mir einfach gesagt, hey, der Schlüssel geht nicht in das Schloss hier, das passt nicht. Das, was die Leute erzählen, das kann nicht sein. Das ist völlig irgendwo in die falsche Richtung gelaufen. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, das kann nicht sein, was die Leute erzählen. Ja, Ein Wels frisst so bedeutend mehr, dass er Gewässer ausrottet, wie man ihm nachsagt. nein, es gibt... Ich habe noch nie irgendwo in der Literatur habe ich gelesen, dass dort, wo der Wels drin ist, dass es etwas nicht mehr gibt. Und die Natur ist ja auch nicht so.
Die Natur hat noch nie gegen sich selber geschaffen. Sie braucht Zeit, um sich zu entwickeln, sie braucht Zeit, um sich einzustellen. Und der Mensch hat immer das Gefühl, er sei Gott. Oder er kann Sachen steuern mit irgendwelchem Wissen. Aber das Wissen haben wir am Schluss gar nicht. Oder? Und wir sollten doch eigentlich froh sein. Ich meine, ich habe gerne Forellen gefischt. Ich habe die mega gerne zum Essen. So eine Wildbach. Das ist doch fantastisch zum Fischen. Oder? Und der Wels, der kommt jetzt halt. Und die vielleicht irgendwo an einem See vor Rotaugenstippen gemacht haben am Abend, weil sie dann Feierabend hatten und jetzt einfach nicht mehr das Rotauge fangen können, dann, wenn sie Feierabend haben. Das ist auch logisch. Also ihr müsst auch wissen, der kleine Wels, der hat so seine Zeiten. Der schleicht auch nicht gerade um, wenn unbedingt der Grosse nebendran auf der Schatzsuche ist. Oder? Und da geht uns auch nicht anders. Oder? Wir gehen ja auch nicht gerne ins Getummel rein. Und die Rotaugen spüren die auch, wenn die Jäger unterwegs sind. Also viele, die Livescope haben, die wissen das. Also das zeigt ja auch, wie die Unterwasserwelt aussieht. Ich habe Aufnahmen, die hat niemand hochgeladen. Oder? Noch nie gesehen. Oder? Und dort siehst du auch zum Beispiel, dass es Fisch gibt, Hecht. Die sind mitten im Schwarm und der Schwarm der schwimmt ganz normal rum und plötzlich passiert etwas. Oder? Und der Köder, den du vorher eine halbe Stunde unten gehabt hast, der ist plötzlich interessant von der einen Sekunde auf die andere. Oder? Ja, und so ist es ja auch mit dem Rotaugenfischen. Vorher hast du immer an diesem Spot, oder eben Hotspot, oder hast du deine Rotaugen gefischt, um nachher Hecht zu fischen. Und jetzt fängst du nichts. Du stehst mit Würmli fischen, oder? Und nachher plötzlich hast du einen Wels drauf. Und da müsst ihr einfach verstehen, der Wels, der sucht einfach am Boden alles, was sich ein bisschen bewegt. Der kommt irgendwann aus seinem Geschläf, kommt der raus, oder? Und dann sucht er intensiv. Und das war schon immer in der Natur vom Tier, mit wenig Aufwand viel Ertrag zu machen. Oder? Und ich glaube, das ist das, was wir sehr viel vergessen. Also mein Motto fürs Leben. Wenig Aufwand für viele Ertrag. Ja, genau. Das ist mit dem Pareto-Prinzip, oder? Mit 20% Aufwand, 80% erreichen. Genau. Aber du hast jetzt schon viele Stichworte gesagt, die wir da auch als Fragen von der Community haben. Also wir haben selber uns auch noch Fragen aufgelistet, aber ich glaube, die Community-Fragen überschneiden uns so ziemlich. Also, und eine Frage, die ich dir noch stellen will, die du vorher schon gesagt hast, ist der Wels, Beiszeiten. Wann beisst der Wels am besten? Wann wacht er von seinem Schlaf auf? Wann wacht er von seinem Schlaf auf? Das kann man so nicht sagen. Der Wels, viele sagen, ja, wir fangen zur Nacht. Aber wieso? Das ist ganz einfach. Weil die meisten gehen zur Nacht. Die gehen einfach zur Nacht fischen. Oder? Ich darf am Murtensee nicht zur Nacht fischen. Also um 10 Uhr ist fertig. Oder? Aber die Dämmerungsphasen sind interessant. Oder? Und jetzt haben wir zum Beispiel ganz klar eine Phase. Der September war sehr interessant, der August für die Tagesphase. Mondphasen sind entscheidend. Oder? Wenn wir Hecht, also ich kenne ja ganz viel fischen nach Mondkalender. Oder? Aber stimmt der Mondkalender wirklich? Oder? Ist das nicht einfach ein Mythos, wo man einfach sagt, ja, dann ist gut. Dann gehen alle. Oder? Und weil alle gehen, wird einfach mehr gefangen. Oder? Gemäss der Statistik dann. Oder? Und dann ist da automatisch eine Zahl drin, die vielleicht gar nicht stimmt. Oder? Also du meinst, die wird dann eigentlich verfälscht, weil halt statt 10 weil Fänger oder statt 10 Fische sind dann halt 100 Fische rum. Ja, Und 100 sind zur Nacht auf Wels, oder? Und 50 haben irgendeinen Biss und fangen etwas. Ja, und von diesen 10 sind es 5. Und die anderen, ja, eben weil sie am Arbeiten sind, gehen sie nicht. Oder? Und die anderen sagen, die dann frei haben, sagen, oh, nein, ich gehe nicht, wir fangen eh nur zur Nacht. Oder? Und ich habe mir so Zeug auch schon anlassen. Oder? Ich habe gesagt, ja, wenn ich da würde fischen, dann würde ich auch einen Fisch fangen. Dann sage ich, okay, gut. Also, dann habe ich mir das wirklich mal zu Herzen genommen. Und ich habe wirklich 1 Jahr lang nur vom Morgen ich sage jetzt um 5 Uhr gefischt, bis zum Abend um 10 Uhr. Einfach die Zeit genutzt, oder so um 8 Uhr. Und weil es mich selber einfach gefuchst hat.
Ich habe gesagt, hey, das wollte ich jetzt auch wissen. Ja, da bin ich klopfen. Und es hat, wie bei allem, es braucht einfach Lehrgeld. Und dann sind wir am Suchen, sind Tierspots am Anfahren. Weil das, was zu Abend läuft, heisst ja nicht, dass das am Tag läuft. Oder? Und das weiss jeder von seinen eigenen Hotspots. Also, viele Leute können sich die eigenen Fragen selber beantworten, wenn sie eben das Zeug mal auf den Kopf stellen. Oder? Und genau gleich ist es beim Wels. Oder? Den fängst du genau gleich am Tag. Und da könnt ihr schauen, auch bei mir auf dem Instagram, da hat es regelmäßig Fotos drauf. Das sind Fische einfach nur am helllichten Tag. Oder? Und da gibt es auch Hotspots. Also, eben, wir weiss es ja, eben, wenn Hochwasser sind und so, die Deutschen machen das cool, oder? Also die zeigen das. Oder am Ebro, oder? Dort wird zwar 24 Stunden gefischt, aber eben, dort ist es doch auch so, dort wird nicht nur zur Nacht Fisch gefangen. Oder? In einem Fluss hat das mit ganz anderen Gegebenheiten zu tun. Eben, wird Land überflutet, weil dort hinten einfach viel Gras ist. Oder? Es ist sauberes Wasser, also weniger Schmutzpartikel drin. Der Fisch kann viel besser schnaufen dann. Also wird er auch die Flachwasserzonen aufsuchen, wo Graslandschaft ist, oder? Dass er einfach sich dort besser bewegen kann, mit weniger Anstrengung. Und der Wels ist auch nicht dumm, der geht auch dort rein. Oder? Weil er genau weiss, dort hinten mit wenig Aufwand viel Ertrag machen. Das ist einfach so. Und dort haben sie dann einfach eben die riesen Fänge, oder, wo die Welsen voll gefressen sind. Also das sind richtige Kugeln. Und dort ist nicht Wasser drin. Da ist effektiv Fisch drin. Und nachher gibt es einfach Phasen, wo die Fische halt wirklich abliegen. Oder irgendwo in der Schwebe sind. Und da passiert einfach nichts. Da kannst du jeden Tag. Darum ist es eben cool, wenn Taucher auf Instagram oder so eben so Videos aufladen. Ja, voll. Oder? Ja. Die meisten, die eben dann Insta haben oder so, oder sonst irgendetwas, die haben ja meistens andere Leute abonniert, eben Fischer und nicht Taucher. Oder? Und wenn man eben in eine andere Richtung mal anfängt zu suchen, dann sieht man eben eine andere Welt. Oder? Und das ist genau die Welt, wo wir nicht ankommen als Fischer, oder? Weil wir nicht tauchen. Oder? Und der Taucher zeigt uns ganz genau, hey, also eben, dort ist der Fisch. Ja, und vor allem, er zeigt auch, wie sieht die Beschaffenheit aus, wie sich der Wels aufhält. Genau. Ja. Und eben bei mir gerade, das ist ja so das Thema bei mir, oder? Ich habe so Mengen Fisch am Murtensee gefangen. Ich staune immer wieder. Ich denke immer, wo sind denn die riesen Fische am Tag? Und ich kann euch schwören, ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Oder? Und ich habe auch Livescope. Und Livescope heisst einfach definitiv nicht, dass du Fisch fängst. Merci. Oder? Danke. Ja, Danke. es ist Danke. einfach so. Im Gegenteil, also wenn ich jetzt Hummingbird mit Livescope vergleiche, manchmal muss ich sagen, hey, nimm einfach Hummingbird führen, oder? Das funktioniert. Hast viel die geileren Attacken, oder? Also hast vor allem beim 2D ist Hummingbird Ja. vor. Als, Ja, das ist also es. von dem her, Das passt ja. mir auch eher. Ja. Hast du Fangmethoden, die du bevorzugst? Fangmethode, nein, ich liebe es einfach. Also ich sage jetzt mal, im Frühling gehe ich sehr gerne abspannen. Also Fixpunkte suchen, wo ich Köder ausbringe. Sei es auf Grund oder also U-Posenmontage, tote Fische oder lebende Fische. Wir dürfen momentan noch am Murtensee mit lebendigen Fisch fischen. Sehr interessant. Ganz früher hat man noch Rückenbeköderungen gemacht. Von dem bin ich alles weggekommen. Ich habe legale Wege gesucht, wenn ich an diesen Fisch herankomme. Ich habe Bungee ausgebaut. Wenn jemand mein Bungee sieht, sagt er, du bist wahnsinnig, es funktioniert nicht. Ja, ist kein Problem. Bei dir funktioniert es nicht. Ich bin so zufrieden. Oder? Und es hat so viele Vorteile, mein System. Ja, aber das eben, Überzeugungskraft braucht es immer bei den Leuten. Oder? Und die Vorurteile sind einfach viel, viel schneller da. Oder? Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Oder? Und vor allem hat es dann ganz viele Leute darunter. Weißt du, Egli, Hecht, Zander, Karpfen, alles. Das fängt so Mengen Fischer. Oder? Aber zählen mal die auf, die 2 Meter regelmäßig fangen. Oder? Und ich darf fast behaupten, ich fange mehr 2 Meter Fisch, wie das ich
einen kleineren Fisch fangen. Ich freue mich, wenn wir mal zusammen gehen. Marc. Ja, ich sicher. freue mich. Ich freue mich. Sicher. Ich habe mich schon wieder selber eingeladen. Ist ja richtig so. Ja, einer muss ja den Anker tragen. Oder? Eben genau. Eben, gell. Flaschen auch, Ja. Bierflaschen. Und nein, das sind eben so Sachen, oder? Und komischerweise genau die, oder? Die wollen es dann besser wissen bei einem Wels, oder? Und ich denke, hey, ihr habt euch nicht mal mit dem befasst. Dann diskutiert ihr irgendetwas, erzählt irgendetwas über den Fisch. Dann ist immer lustig, wenn ich dann frage, ja, hast du schon mal einen gegessen? Nein. Ja, wieso nicht? Ja, ich bin noch nie gefischt. Aha, okay, gut, ja. Super. Ja. Das hat, da erübrigt sich eigentlich alles, oder? Aber welche Urteile über ein Tier, wo man sich eben in keinster Weise befasst hat, nur vom Hören sagen. Ja. Hey, und der Dani von Westin will wissen, kannst du das beste Wels-Rezept sagen? Oh, das ist also... Hey, ohne Seich. Also, ich bin ein Fischer, der eigentlich sehr gern Fisch isst. Ja. Ich sage jetzt einmal, der Wels ist fantastisch in einem Biertag. Er ist aber genau gleich so schmackhaft, wenn er jetzt einfach ein Filet daraus macht. Und da kann ich auch aus Erfahrung reden, das ist definitiv so. Ich muss es anders anschauen. Ein kleiner Wels, da könnt ihr praktisch fast alles brauchen. Oder? Da kommt aber dazu, dass viele eigentlich gar nicht wissen, wie man das zubereitet. Die meisten Videos sind von Ungarn und so. Da wird einfach quer durch irgendetwas geschnitten. Das mache ich gar nicht. Oder? Das ist eigentlich wie eine Seezunge. Die leise sie her, zuerst die Haut runterziehen und nachher siehst du, was unter dieser Haut ist. Da kann ich euch dann eigentlich ein schönes Foto zeigen. Oder? Wo ihr genau seht, ist zwar ein Jungfisch. Den haben wir gehütet. Und dort hat man aber dann eigentlich gesehen, für das, dass es ein Sommerfisch ist, hat der extrem viel Fettanteil drin. Und das hat mich selber erstaunt. Und den haben wir geopfert. Ja, das war eine gute Sache. Schaut, da sehen das eigentlich da drauf. Oder? Man sagt ja, je grösser der Fisch, umso mehr Fett hat er auch. Oder? Ja, aber man sieht es aber auch anders. Oder? Wenn ihr jetzt einen grossen Fisch hütet, oder? Ihr müsst euch vorstellen, nehmen wir jetzt einfach einen 2-Meter-Fisch. Oder? Man kann theoretisch, wenn man das gerne hat, kann man alles verwerten. Aber es ist halt auch viel Fett dran und Sehnen. Und wenn ihr so einen Fisch mal genau studiert, oder? Was hat der Fisch? Er hat einen dicken Bauch, einen ganz grossen Schädel, er hat 2 super Rückenfilet drin. Die könnt ihr rausschneiden. Der hat so gutes Fleisch, also Muskel. Da könnt ihr Steak schneiden, die könnt ihr einfach so auf den Grill rühren, würzen, essen. Und gehört zu den schmackhaftesten Fischen, die es überhaupt gibt. Oder? Und jeder urteilt und erzählt sogar noch, ja, musst du es in Gebüsch rühren, musst du es in Kadaverstellen Ich weiss, von wem das du redest. Ja. Ich weiss es Nein, genau. spielt keine Rolle. Ich weiss es genau. Das geht nicht nur da. Also, so Sachen höre ich nicht nur da. Okay, Ja. gut. Also, Aber das du ist hörst es in dem Fall auch definitiv- vom Gleichen wie ich. Das ist Ja, schon ja, mal- aber nein, das muss ich also, da dürfen wir den jetzt fast in Schutz nehmen. Also eben vom Unwissen der Leute. Oder? Und keiner von denen, der genau so etwas behauptet, der ist ein Schädling. Hat Er die Wels noch gegessen. keiner hat. Nein, der kann nicht gegessen, geschweige denn kann ein Gewässer aufzeigen, wo der Schaden angerichtet hat. Und gerade beim Murtensee, oder? Wenn wir dort schauen in der Literatur, der wird im 15. Jahrhundert beschrieben. Der Murtensee gehört aber zu der, was soll ich sagen, zu einer der ertragreichsten Seen in der Schweiz. Und nehmen wir noch ein besseres Beispiel. Der Sempacher See. Oder? Der Sempacher See, meine Erfahrung, brutal schlechter Hechtbestand. Grosser Welsbestand, ja, aber schlechter Hechtbestand. Ja, das höre ich auch. Egli mag gut sein, Das, aber als ich im Sempi war, mit dem Livescope, haben wir gezielt eigentlich Hecht gesucht. Wir haben brutal viele Welsen gesehen. Da haben wir auch schon eine Episode darüber gemacht. Jawohl. Ich hatte 2 Welsbiss gehabt, pelagisch. genau. Aber Hecht haben wir einen einzigen Biss gehabt. Also brutal schlechter Bestand. Das war kein grosser. Das Ich kann dir jetzt zum Beispiel meine Erfahrung sagen von diesem Jahr.
Ja, und im Januar auch angefangen, Hecht pelagisch fischen. Wir haben gesucht, wir haben keine gefunden. Und was man dort auch sehr viel vergisst, ist, wo könnte ein Hecht sein, wenn man ihn nicht findet. Ja, am Schilf zu. Boden. Also, Also, ist jetzt meine Meinung. Also der, den wir gefunden haben, der ist im Kraut hingestanden, in einer Flachwasserzone. Im Was ist Freiwasser haben wir nichts gesehen. Wir haben zwar nur bis 16 Meter geschaut, weil tiefer runter schaue ich nicht, weil ich fische nur bis 12 Meter pelagisch, vor allem auf Hecht. Und durch das, ja. Vielleicht eben Also- zum Beispiel ist vielleicht eben dann falsch gewesen, oder? Weil Gut möglich. eben, du sagst jetzt, alles was unter 16 Meter ist, sehe ich nicht. Mhm. Dann hättest du vielleicht gesehen, dass alles am Boden ist. Hätte Ja, ist können möglich. sein, Ist möglich. oder? Ist gut möglich. Sehr gut möglich. Es gibt aber genau den umgekehrten Fall. Wie weit siehst du mit dem Livescope? Und das ist genau das, oder? Ab wann fängt Livescope an? Ab welcher Wassertiefe? Oder? Also, jetzt haben wir 30 cm. Ab dort siehst du. Aber dort siehst du, dort wo der Geber ist. Richtig. Ab dort siehst du etwas. Und Ist so. dann kommen die 135 Grad Kegelabstrahlung. Und dann, wie breit muss es sein, dass Ja. du zuerst mal unter 1 Meter je siehst. Richtig. Aber weißt du, wenn du anfängst umzuschauen, dann hast du auch die Breite schon irrelevant. Also, Das die Höhe, ist- gebe ich dir recht, Ja. gebe ich dir absolut recht. Aber von mir aus gesehen, kannst du mir nicht sagen, dass alle Hechte oben durch sind. Das Die wage ich, Situation das wage ich gibt's schwer aber. zu bezweifeln. Wage ich schwer Das zu gibt's bezweifeln. aber Marc. wirklich, definitiv. Also von dem her, Das ist es. für mich ist der Sempisee, auch mit den Leuten, die ich geredet habe, Ja, auch mit, also es sind doch ein paar Fischer dort, es war ein schöner Tag. Gewesen. Und die haben auch gesagt, Hecht sind schwierig, Wels sind sehr gut. Egli gehe ich auch noch. Wir haben nicht auf Egli gefischt, wir haben wirklich nur auf Hecht und ja, halt einfach pelagisch gefischt. Wenn Wels tätig war, habe ich in Wels angefischt. Aber Hecht ist sehr, 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 sehr zäh. Ja. Also von dem her. Ja, Ja. interessant, ja. Dann haben wir Ja. noch ein paar Catch-and-Release-Fragen. Hey, gehabt, ich will oder? eine vom Dani noch stellen, die nimmt Ja. mich heiß Wunder. Und zwar hat der Dani noch gefragt, warum die Welsfischer sind ja C&R-Fischer, 90%, sage ich jetzt Genau, mal. darum habe ich ja gesagt, Ja. wir haben ein paar Catch-and-Release-Fragen. Ah, okay, Ja. okay, gut. Und die brennt mir auf der Zunge, wo ich dir Ja, gelesen habe, sicher. Dani, geile Frage. Ja. Wieso? Warum müssen Welsfischer, die immer zu C&R appellieren, die Wels über die Nacht am Strick anbinden? Das ist wirklich eine Frage. Da will ich dich nicht Ja. angreifen, Marc. Gell? Ich Nein, weiss nicht, nein. ob das schon mal gemacht hast oder nicht. Sei ja völlig dahingestellt. Ja. Aber was Nein, ist tue ich der dir gerne Hintergrund? beantworten. Ja. Der Hintergrund wird bei den meisten wahrscheinlich einfach sein, sie möchten den Fisch, also so hat man es eigentlich früher immer gehandhabt, den Fisch in der Nähe haben, in der Nähe vom Boot, in einer Ruhezone, weil das Boot ist ja zum Beispiel meistens ja nicht im Hauptstrom aussen verankert. Dann hat man ihn in der Nähe vom Boot, dass man eigentlich schauen kann, was mit dem Fisch passiert. Kannst du ein bisschen Also, näher ans Mikro? Das heisst, es geht eigentlich primär darum, ich muss euch vorstellen, das ist ja ein Kampf, oder? Es gibt eine Übersäuerung, oder könnte eine Übersäuerung geben vom Muskel. Wie wenn wir zu viel Sport gemacht haben oder irgendeinen Muskel überdehnen. Es gibt Muskelkater. Und das kann auch bis zum Tod führen. Aber es kann auch zum Tod führen, dass man dann jetzt genau eben zum Beispiel in einer Flachwasserzone anbindet, wo einfach viel zu warm ist, oder? Wo kein Sauerstoff ankommt, weil es einfach stehendes, aufgewärmtes Wasser ist. Und nachher hat man eigentlich, ich weiß auch nicht, vielleicht will er vom Mythos weg, indirekt, mir fängt alles zu Nacht. Es gibt mega schöne Fotos am Tag, weil man den Fisch viel besser auf die Kamera bringt, sage ich jetzt einmal. In der Farbe, Echtheit und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist der Mythos. Und ich bin ehrlich, ich habe auch schon Fisch geleinet. Ich habe Leinen nach wie vor noch bei mir. Aber ich muss ehrlich sein, ich kann euch wirklich nicht sagen, wann dass ich das letzte Mal einen Fisch geleitet habe. Das muss Jahre sein. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und Gut, weißt, es zwar- geht ja nicht um dich, Nein, es nein. geht allgemein darum, warum. Also oder? ich Aber, rede jetzt wirklich aus meiner Dings.
aber da sage ich ganz klar, das will gelernt sein. Und ich kann mir einfach vorstellen, das ist wie bei anderen Fischarten. Sobald du von einer Fischart viel fängst, dann interessiert dich nicht mehr ein genaues Vermessen von einem Fisch. Mich hat am Anfang jeder Fisch interessiert, der über 2 Meter war oder näher an diesen 2 Metern, wo ich dachte, oh, das ist super, oder das ist mein erster Vertikal, oder das ist der. Das hat mich interessiert. Und heute ist der Umgang, das ist viel, viel anders geworden. Oder? Eben viel schonender, viel entwickelt. Ich auf meinem Boot habe ich nach wie vor Pumpen drauf. Oder? Also, ihr müsst euch vorstellen, in so einem Sommertag, da geht 1 Minute, da ist die Schleimhaut, die ist trocken. Das müsst ihr wirklich wissen. Oder? Und dann läuft Pumpe auf dem Boot. Oder? Und da geht einfach auf den Fisch, der fotografiert. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Oder? Aber da kommt, wie bei einem Haifisch, ein Schlauch ins Maul, oder? Der Schlauch auf das Körperwasser, ums Zeug herum, auf die Matte, die muss gut genetzt sein. Da muss einfach Wasser kommen. Oder? Und das nur zum Wohl vom Fisch. Und das ist ja nicht verboten, Catch and Release zu betreiben. Also nicht in dem Sinn offensichtlich. Ich wollte jetzt gerade sagen, da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht, wenn ich eingreifen. Ja. Es ist Catch and Release, mit dem Gedanken, dass Wasser geht, Catch and Release ist verboten. Das ist richtig. Aber man darf mit 2 Gründen den Fisch wieder releasen. Ja. Richtig. Eben. Ökologisch wichtig Genau. oder nicht verwertbar. Nicht der Oder? Zielfisch. Ja. Ja. Oder also Genau. sogar 3, oder? Nicht der Zielfisch. Oder? Genau. Also das ist schon, also eben, ich habe auch nicht so grosse Pfannen. Oder? Also, und vor allem, ihr müsst euch vorstellen, jetzt nehmen wir gerade das Beispiel 2 Meter Fisch. Oder? Sagen wir, der hat 80 Kilo. Im Frühling zum Beispiel. Der hat 80 Kilo. Einen Monat lang einen guten. Ja, das meine ich eben ganz viel. Ich esse einfach nicht alles. Oder? Also da, wo man nicht essen kann, das schneide ich ab. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, also ihr tötet das Tier, zu dem kommen wir dann auch noch, aber der hat 2 Meter und ihr nehmt von diesen 80 Kilo nehmt ihr 10 Kilo Rückenfilet mit. Das ist da, wo man essen kann, wenn man etwas essen will, wo man essen kann. Ja. Der Rest rührt ihr fort. Ja, und woher bringen die da? Ich würde es im See versenken, ganz ehrlich. Da schließt sich auf den Kreislauf die Biomasse. Oder? Ist, Ja, es oder gibt gar Seen, nicht, gar das nicht ist entnehmen, so verboten. einen Fisch. Ja. Oder? Also. Und wenn man jetzt genau dort hergeht, ich muss auch ehrlich sein, töten dürfen nur, das ist gesetzlich ganz klar gegeben, töten dürfen nur, wer einen Nachweis erbringt. Da reden wir in dem Fall vom Sana zum Beispiel, oder? Ausser dem Freiangelrecht. Ja. Und Erfahrung hat. Also, und das ist ja schon das, was mir ja jetzt empfehlen würde, bei einem 2 Meter Fisch. Könnt ihr euch mal vorstellen. Du kannst nicht einfach mit dem Hölzchen draufhauen. Nein, das geht nicht. Also, das gibt effektiv Leute, die das Gefühl haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, um was geht es denn? Oder? Es geht ja darum, dass man den Fisch betäuben kann. Oder? Dass das Hirn irgendwo... wir kommen da Hirnerschütterung über, wenn wir den Schädel irgendwo anschlägt. Oder? Und genau um das geht es ja. Oder? Man muss die Masse in Bewegung bringen. Und nicht 5-mal mit einem Baseballschläger auf den Schädel, wo 2 cm dicke Knochenplatten sind. Also, wer von euch allen hat schon mal so einen Wels drunter innen gesehen? Ich weiss, wie der drunter innen aussieht. Keine oder? Ahnung. Ich kann euch dann auch noch Fotos zeigen. Oder? Und sobald, das ist immer lustig, wenn ich jemandem so ein Foto zeige, dann leuchtet es jedem ein. Das kannst du nicht kaputt machen. Das musst du schiessen. Oder? Ja, ich bin kein Waffenträger, sorry. Oder? Und wenn man jetzt aber mit dem Baseballschläger dahinter geht, das schlägt keiner so brutal auf einen Fisch. Also da musst du krank sein. Oder? Ja. Und vor allem der Boden geht kaputt, das schlägt durch, oder? Die Kraft. Da ist nachher ein Leck im Boot. Hat nicht der Aschi mal an der Predator-Tour ein Leck im Boot gehabt? Vielleicht haben die auch einen Wels gefangen gehabt. Und ich kann es auch anders sagen. Oder? Jeder, der einen metrigen Fisch, einen Hecht zum Beispiel, runterschlagen will, der weiss, von was ich rede. Und der Kiemenschnitt, da kann ich euch schwören, das denken ganz viel. Wenn du bei einem Wels den Kiemenschnitt machst, der Fisch ist tot. Das stimmt hinten und vorne nicht. Das kann ich euch ganz klar sagen.
Am Anfang kommt wirklich Blut. Und tun mal einfach mal so eine 10 ml Blut oder Getränk oder so ausleeren auf einem Tisch. Dann schauen wir mal die Sauerei an von 10 ml. Oder? Und jetzt nehmen wir vielleicht einen Deziliter. Aber es steckt ja viel mehr Blut als ein Deziliter in so einem Wels. Oder? Da kommt da ein Deziliter raus. Wir haben die Kiemenbögen alle durchgeschnitten. Und dann haben wir das Gefühl, das gilt ja dann schon eigentlich als getötet. Oder? Aber dem ist nicht so. Weil das Blut stockt extrem schnell bei einem Wels. Das heisst, es könnte sein, dass es einfach in dem Moment zugeht durch die Stockung und der lebt genau gleich weiter. Oder? Also das heisst eigentlich, wenn du den Wels nimmst, betäuben, Ja. so gut wie möglich, Chiemenschnitt und gerade ausnehmen. Ja. Also der Chiemenschnitt, Das ist, eigentlich, gilt, ja, der das Chiemenschnitt gilt ist eigentlich dann. überflüssig, sondern Ja. wirklich gerade rausnehmen, Ja. Organ Ja. rausnehmen und... Das gilt ja dann offiziell Genau, als getötet. genau. Das ist richtig, Okay. ja. Ja, spannend, ja. Ja. Spannend. Also ihr müsst euch dort mal Gedanken machen. Oder? Und wär's wie soll ich sagen, weißt, es gibt auch Biomassenansammlungen, oder? Auch von der Wels. Das hat man früher noch nicht gekannt. Und es kommen immer mehr so Videos, wo man sieht, wie viel Biomasse das zusammenkommt in einem Treffpunkt von Wels. Und wenn viele Leute halt gleichzeitig an genau so einem Ort sind, dann haben alle das Gefühl, es hat zum Beispiel viel Wels. Aber täglich ist auch Biomasse. Oder? Ja, das ist so. Oder? Und ihr müsst ja euch vorstellen, das System funktioniert immer gleich. Bei den Raubfischen, bei fast allen. Hecht und Zander haben etwa Faktor 1. Oder? Das heisst, 1 Kilo Hechtfleisch braucht 10 Kilo Futterfisch. Also Oder? Faktor 10. Ja, Faktor Demnach. 10, sorry. Ja. Und beim Wels ist es aber anders. Es ist Faktor 0, also 9. Oder? Ja. Und das heisst schon etwas anderes. Er Also frisst eben, das heisst- weniger. Das heisst, der Ja. Wels ist gar nicht so ein Räuber Nein. wie der Hecht oder der Zander, Genau. sondern ist eigentlich eher Ja. dezenter. Ja. Und also eigentlich nicht so wie die Mythen, sage ich jetzt mal, Genau. als sagen. Das wissen eben auch ganz viele nicht. Oder? Eben, darum auch die Frage, oder am Anfang, wie schlimm ist der Wels? Oder? Genau. Also das heisst, der Wels räumt nicht irgendwie ein Gewässer leer und ist dementsprechend auch ein Nein, also positiver kein Fisch. Ja, Jäger. und das finde ich doch ein gutes Schlusswort, weil die Zeit ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Okay. Wir müssen den Podcast auch ein bisschen im Rahmen behalten. Wir merken, du bist da voller Leidenschaft. Du brennst. Danke. Du könntest Stunden über das Thema reden. Das ist so. Vielleicht müssen wir Aber- einen zweiten Podcast machen. Vielleicht müssen wir noch eine zweite Runde anhängen. genau. Ich denke, du hast auch Ja. ganz viele Fragen von der Community beantwortet. Sind uns nicht böse, dass ist wir noch nicht etwas? alle können beantworten können. Ja, wir haben noch einige Fragen. Wir hätten noch einige Ja. Fragen. Vielleicht kannst ja du Aber- in einem Video oder so noch ein Statement Ich machen. kann jetzt gerade sagen, weißt, vielleicht können wir ja auch schauen, dass wir die Community-Fragen dann können in der Insta-Story bearbeiten Ja. Richtig, ja. Sicher. Ich lade dir sonst mal Das finde durch. ich Ja, eine gute sicher, Idee. machen wir Weil wir haben, und es gehört ein bisschen dazu, und die Leute schreien dann an, wenn wir das nicht machen. Ja. Und zwar, das ist die nächste Rubrik Entweder oder. Und weil Genau. wir wieder mal einen Gast haben wir nicht die legendären 3 Fragen. Genau. Nein, wir haben es erweitert auf 4 Fragen. Genau. Oh. Und wir machen es so, der Oli stellt eine Frage, der stelle ich eine Frage, der stellt der Oli eine Frage, der stelle ich wieder eine Frage. Und du gibst jeweils Antwort. Marc, Yes. du brennst auf die Fragen, das weiss ich, das merkt man, weil es geht um den Wels, selbstverständlich. Ja, Es ist entweder oder, du musst Ja. dich entscheiden und Ja. wir müssen immer eine Antwort haben, warum. Genau. Und am liebsten nicht eine 10-minütige. ja. Obwohl, Kurzfassung. eben, ich hätte es gern, aber ich weiss nicht, Oli, willst du starten? Jawohl. Was ist schlimmer, der Wels oder der Kormoran? Obwohl ich die Antwort schon kenne. Kormoran. Er wird nicht kontrolliert am Schluss. Okay. Relativ, Kein Monitoring, also Relativ. Management. Ja. relativ eine kurze, knappe Antwort. Also von dem her. Gut, Welsfischen. Tag oder Nacht? Beides. Beides. Ich Gibt hätte gesagt, es funktioniert nicht. beides. Ja, ist entweder oder. Aber was ist besser? Was ist viel versprechender? Tag oder Nacht? Nacht ist mythisch. Nacht ist mythisch. Okay. Dann haben wir Ansitzfischen oder Spinnfischen. Das ist mega schwierig. Zurzeit Spinnfischen interessiert mich enorm.
Ich gehe dieses Jahr das erste Mal ins Ausland. Und die letzte Frage ist, nie mehr einen Wels fangen oder nie mehr einen Wels über 2 Meter? Boah. In dem Fall nie mehr über 2 Meter. Okay, aber in dem Fall Welsfang, Hauptsache das Wels. ist Feuer, das ist Feuer. Okay, sehr gut. Ja, hey, das wär's eigentlich. Hey, dann hast du es schon überstanden. Ja. Danke Hey, vielmals. wow. Hey, ist cool gewesen. Marc, Super. wir sind eigentlich am Ende vom Podcast, Ja. würde ich sagen. Jetzt haben wir Danke, doch... bist du unser Ja, Gast das Ende gewesen. setzen dir. Natürlich. Und wir haben nicht darüber geredet, aber wir machen es jetzt einfach spontan. Weil Okay. es ist immer so, wenn Gäste bei uns sind, Ja. gibt es auch etwas zum Verlosen. Stimmt. Oh. Du gehörst Richtig. nicht zu einer Firma, du kannst nicht irgendwie Produkt raushauen. Aber ich denke mir, du bist sicher dabei, wenn wir ein Guiding mit dir verlosen. Das Guiding mit mir verlosen. Meinst du, würdest du mal jemanden mitnehmen, sei das aufs Boot oder vom Ufer? Das Oder machen was wir. jetzt? Das Was machen dir wir. passt? Würdest du das machen? Das mache ich. Geil. Was muss die Person dafür tun? Also, zum an der Verlosung teilnehmen von dem Gewinnspiel, kommentiert ihr auf Spotify. Ist wichtig. Hä? Ja. Nicht irgendwie auf Insta oder so oder Nein. da unter dem Reel, sondern auf Spotify. Warum dass ihr ausgerechnet mit dem Marc wollt Wels fischen. Und der beste Kommentar sucht der Marc dann aus. Natürlich, selbstverständlich. Danke vielmals. Und der beste Kommentar kommt ein Guiding vom Marc über, wo ihr zusammen könnt fischen. Also mitmachen lohnt sich. Ich bin nämlich auch dabei. Cool. Ja, gut. Also, Hey, sehr schön. Marc, danke dir Ja, vielmals. schön, bist du unser Gast gewesen. ja, merci Absolut. vielmals für die Einladung. Hey, ist brutal Fantastisch. interessant gewesen. Ich glaube, wir Mega. hätten da Ja. Stunden können drüber reden. Ja. Haben wir jetzt auch fast, aber wir Haben wir. hätten noch weitere Stunden Grill können hätte man noch drüber mal so anzünden. Genau, das wäre etwas gewesen. Ja. Kurz schon unsere einjährige Party, da können wir so Ja, Geschichten genau. machen. Ja. Ja, gut, im Dezember wird es schwierig. Ich glaube eher im Sommer. Ja, die ich eineinhalb. grilliere dann. Also, wir sind draußen für heute. Hey, wünsche cool. euch Ciao einen zusammen, schönen macht's Abend. gut. Zusammen, danke. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas und das Bier, rufe Fisch verrückt. Treffen sie in den Bauch oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!